Nein, wir waren nicht überrascht über die Stärke und die Stärken und die Herangehensweise von Lazio. Wir werden unser Verhalten anpassen und wir werden versuchen, aggressiver zu spielen. Wir werden versuchen, den gegnerischen Strafraum aggressiver zu besetzen. Wir werden mit mehr Überzeugung spielen müssen. Wir werden über 90 Minuten so spielen müssen, wie wir die ersten 10, 15 Minuten gespielt haben in Rom. Dort haben wir mutig gespielt, zielstrebig gespielt, uns Torchancen herausgearbeitet und dann wurde es ein sehr zähes Spiel, was grundsätzlich passieren kann auswärts bei einer italienischen Mannschaft, was passieren kann bei einem italienischen Top-Trainer. Und dass das Spiel schwierig ist, attraktiv zu gestalten in so einer Phase der Champions League, wo jedes Tor zählt und jedes Tor die Entscheidung bringen kann. Leider haben wir die zweite Halbzeit in Lazio zu viele individuelle Fehler gemacht und haben uns damit auf die Verliererstraße gebracht. Und haben jetzt die Gelegenheit, in 90 Minuten eine Antwort zu zeigen. Vieles passiert. Die letzten Spiele von Lazio spielen für mich nicht die ganz große Rolle. Wir haben sie natürlich alle gesehen und analysiert, aber der Fokus wird auf dem Hinspiel liegen. Und der Fokus wird darauf liegen, dass wir unser Verhalten anpassen und mit Mut und mit Leidenschaft das Spiel sofort beginnen und diesen Mut, die Leidenschaft auch über 90 Minuten im Spiel halten, um Lazio unter Druck zu setzen und mehr Fragen zu stellen als im Hinspiel. Weit oben, Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, können Sie noch was zum Personal sagen, zum Beispiel, ob Serge Gnabry eventuell wieder in den Kader rücken könnte schon? Und dann mehr so die Frage, wenn man die vergangenen Wochen immer wieder gibt es Rückschläge, man merkt, wie die Titel einem durch die Hände laufen. Haben Sie jetzt in diesen 2 Tagen seit Freiburg vielleicht festgestellt, dass doch irgendwo so eine Stimmung aufkommt, hey, eine letzte große Chance haben wir noch, wir haben die Champions League, das ist der größte Wettbewerb, da können wir noch mal uns zeigen, da können wir uns allen noch mal beweisen. Also spüren Sie das in der Mannschaft und wie versuchen Sie das vielleicht auch emotional rüberzubringen? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das wird auch heute beginnen. Gestern war sehr reduziertes Training mit im Grunde fast nur einer Gruppe, die nicht gespielt hat, also mit 9 Spielern. Die 9, die 4 Minuten in Freiburg gespielt haben, haben nur 20 Minuten, 30 Minuten gemeinsam trainiert. Deshalb war gestern noch nicht der Tag, diese Stimmung heraufzubeschwören. Das wird heute passieren. Ich glaube, das ist auch jedem Spieler bewusst. Aber selbst über Titel zu sprechen, bringen dir keine Titel. Du musst das jeden Tag beweisen. Deshalb brauchen wir heute eine gute Trainingseinheit. Wir brauchen dann morgen ein gutes Spiel, Minute für Minute. Anders geht's nicht. Alles andere würde uns nur behindern. Wir haben genug Dinge, die wir verbessern wollen, genug Dinge, die wir besser machen müssen, um morgen erfolgreich zu sein. Wir brauchen auf jeden Fall ein emotionalisiertes Stadion. Wir sind selber auch in der Verantwortung, die Emotionen und die Leidenschaft dann auch auf die Ränge zu übertragen. Aber wir brauchen eine absolute Topleistung und dazu brauchen wir natürlich all die Dinge, von denen Sie gesprochen haben, auch emotional, ist doch klar. Ist doch klar. Ja, rechts Vincent Czirpke wieder und danach noch ein paar italienische Kollegen. Nein, Feierabend. Wir wollen keine italienischen Kollegen mehr hören. Haben wir schon genug gehört heute. Wild, ich steig einfach 10 Sekunden eher um. So bin ich. Kackendreist, Leute. Ist natürlich der Verkehrte. Wir brauchen natürlich den. Und wir brauchen natürlich die Chatbox. Ja, Servus erstmal, ne? Erstmal Servus. Erstmal warme Hände kriegen, die sind eiskalt, warum auch immer. Das kann schon mal alle beruhigen hier. Wir kommen natürlich morgen weiter. Was ist denn los? Macht euch mal keine Sorgen. Macht euch mal locker. Ne? Das schon mal vorwegzunehmen, bevor wir hier überhaupt erstmal reingehen. Weil. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ich weiß nicht, ob der Tuchel den Satz schon bereut. Wahrscheinlich verfolgt ihn der in seinen Albträumen nachts, oder? Also, erstmal
Für alle, die das später auf YouTube gucken, scrollt mal runter und drückt den Abonnieren-Button. Vielen lieben Dank dafür, weil wir müssen natürlich die 5000 Abonnenten hier voll machen. Ist ja wild, ne? Ist ja wirklich wild. Ansonsten habe ich natürlich noch 1, 2 Sachen in eigener Sache, bevor wir reingehen hier. Nummer 1, im Laufe der Woche mache ich das Q&A-Video oder für uns alten Säcke Fragen- und Antworten-Video. Wenn ihr also noch irgendwelche Fragen im Schädel habt zu meiner Person, zu sonst irgendwas, haut sie rein. Die Mara ist im Hintergrund, die tippelt das mit oder was auch immer. Letzte Möglichkeit dafür. Punkt 2, ich habe mal auf dem Discord-Server, für alle, die nicht auf dem Discord sind. Schämt euch. Ich schreibe es mal rein hier. Für die vielleicht auch später bei YouTube sind. Sind halt, warte, ich gucke kurz. Ja, schon 50 Leute da. Also wenn ihr ein bisschen über den FC Bayern schreiben wollt, das nicht nur in die Kommentare tun wollt, könnt ihr das auf dem Discord-Server machen. Da gibt es immer den einen oder anderen. Ansonsten habe ich da eine Kategorie Reaction erstellt. Weil, jetzt kam ja auch schon wieder, der GB hat da irgendwo was reingeballert. In der Kategorie könnt ihr einfach Links reinballern, wenn ihr meint, und darauf sollte ich eine Reaction machen. Ob ich dann die Zeit finde, mir da irgendwas rauszusuchen, weiß ich nicht, aber das ist der Way to go. Oder wenn ihr zu irgendwas eine Meinung haben wollt, rund um FC Bayern, was aus eurer Sicht ein Video wert ist, schreibt das da rein gerne unter Reaction und wenn ich die Zeit habe, gucke ich da rein und mache da irgendwas. Ja, das wollte ich loswerden, bevor wir reingehen. So, jetzt erstmal Servus an alle. Ach komm, ist doch noch human, ich kann noch hochscrollen, ist doch super. Also, Servus Haubi, Servus Simo, Tyrone, Martin, Niki, Chico, Domai, GB, Cold of Westwind, AFC, Karl-Heinz Klinger. Du hast aber auch einen coolen Namen, ey. Karl-Heinz Klinger. Den fühle ich. Hört sich gut an. GB hatten wir, Jens Ballik. Haubi natürlich. Haubi und ich sind auf einer Wellenlänge, habe ich schon gemerkt heute in den Kommentaren, wer ich gemacht habe. Haubi hat die Saison auch schon abgehakt. Das ist vernünftig, Haubi. Niki Nick. Jens Otto. Tommy Simo hatte ich, glaube ich, schon, ne? Wenn nicht, ist halt doppelt genannt. Bud Spencer ist natürlich auch da. Servus. What's up? Joey. Und Ben. Servus. Und rot-weiße Grüße natürlich. Und Bavarian Red ist natürlich auch da. Ich hoffe, euch geht's gut. Start in eine Woche. Der Imperator ist auch da mit einer Schelle. Super. Tuchel raus. Da ist er wieder, der GB. Eieiei. Nee, also erstmal Lazio sollte klar sein, oder? Oder hat irgendwer Zweifel? Ich glaube, das wird morgen... Das wird gut, Leute. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. 3-0, 3-1 habe ich gesagt. Irgendwo die Richtung. Eigentlich gehe ich davon aus, dass morgen mal richtig knallt. So richtig, weißt du? So Harry Kane hat einen Übertag und das wird richtig knallen. Stadion ist da. Ist Europapokal. Spiel um... Wie hat's der Van Gaal immer gesagt? Ja, was hat der immer rausgehauen? Irgendwas mit Tulpen oder sowas? Oder Spiel um Gladioten oder was weiß ich? Ja, nur so ein Ding wird das morgen nämlich. Und zwar in der Arena, die ihr im Hintergrund seht, wa? Sollte eigentlich auch das... Ja, ist das Live-Bild. Noch ein bisschen Licht an. Ist noch ein bisschen Tageslicht auch da. Ne, ich bin guter Dinge. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, was eigentlich schlecht ist, aber... Ich bin heute mal der Optimist hier in der Runde, ne? Für morgen. Ich glaube zwar nicht, dass es sehr weit geht dann in der Champions League, aber das ist ja auch erstmal Wurst, ne? Wir müssen ja auch von Spiel zu Spiel denken, wie man sieht bei uns. Ich bin morgen natürlich nicht in München, weil ich 600 Kilometer Anreise habe. Das ist unter der Woche leider absolut gar nicht möglich für mich. Genau, der GB wartet im Discord. 5-4 nach Elfmeter. Also das verkraften meine Nerven wahrscheinlich nicht morgen. Nein, ich gehe von einer klaren Nummer eigentlich aus. Also wenn wir jetzt mal Lazio aus dem Hinspiel wirklich mal ein bisschen... Das war ja eigentlich nix, oder? Das war ja eigentlich nix. Antagon, moin.
Wo das Spiel wird morgen mal als Mannschaft bestritten. Nee, da gibt alles. Ja, da gehe ich von aus, ne? Ich glaube halt auch so, wenn man so Freiburg noch mal ein bisschen Revue passieren lässt, so nach Leipzig. Ich denke, mit selbst den 8 Punkten Rückstand, die es vor dem Spiel war, sind wir doch mal alle realistisch. So. Dann weiß doch auch selbst ein Josua Kimmich, ja, der ja Mr. Ehrgeiz in Person ist, wird wahrscheinlich wissen, ach, weißt du was, die Meisterschaft wird dies Jahr nichts mehr. Behaupte ich jetzt mal so frech. Ne? Von daher denke ich schon, dass man gemerkt hat, dass so ein paar Prozent fehlen gegen Freiburg. Ne? Hat man wahrscheinlich schon so, ja, komm, wir müssen ja hier in 3 Tagen gegen Lazio spielen. Ich glaube, das war schon so ein bisschen im Hinterkopf. Was ja auch verständlich ist irgendwo. Also das sind die haben ja auch ein bisschen Ahnung vom Fußball. Ne? Auch wenn sie es gerade nicht zeigen auf dem Platz, aber von daher bin ich guter Dinge. Weil gegen Leipzig, das war ordentlich. Ja, Freiburg die erste halbe Stunde war grausam, aber ja, ich glaube, morgen wird's, also wenn der Tuchel natürlich die richtigen Leute aufstellt, ne? Wenn natürlich irgendwie Minjay und ein Opa da rumlaufen sollten in der Innenverteidigung, dann falle ich natürlich vom Glauben ab, ne? Also da musste den Tuchel direkt in der Halbzeitpause entlassen. Da musste mal wieder so einen geschichtsschreibenden Eintrag machen. Dann ist natürlich vorbei. Also es gehört natürlich schon die richtigen Spieler auf den richtigen Positionen und dann wird da morgen ein Feuerwerk, ne? Das sollte aber klar sein, das muss ich ja eigentlich nicht extra erwähnen, oder? Snafu, Servus. 2-1 tippst du was? 2-1. Für uns, hoffe ich, ne? Wie geht es mir? Mir geht's gut. Ein bisschen müde, ne? Ich habe heute schon gut hier Videos rausgeballert auf YouTube. Arbeit war ein bisschen stressig heute, aber sonst geht's mir gut. Ich hoffe dir auch. Valderada, Glück auf. Eieiei. Schockverliebt. Tommy, servus. Nee, wie gesagt, ich bin nicht in München. Ich bin generell selten in München. Ich müsste halt einen Fanclub beitreten. Das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Ich müsste halt echt einen Fanclub beitreten, um irgendwie mal ein Ticket zu kommen. Sonst ist halt relativ schwierig. Stelle links, Stelle rechts. Das gefällt dir, ne? Finde deinen Doppelsturm super. Ja, ich glaube, wir müssen einfach mit einem klaren zweiten Stürmer spielen. Also ich glaube, alles andere macht mit dem Harry Kane keinen Sinn. Wenn man sieht, also wenn man jetzt echt mal so die letzten Spiele sich durch den Kopf gehen lässt, ne, wie oft so ein Harry Kane dann wirklich auf einer Achterposition war und guckt und sucht und hat gar keinen Anspielpartner vorne, weil Musiala irgendwo links rumdümpelt. Vom Müller brauchen wir gar nicht reden, der ist überall, aber nicht im 16er. Vom Sané rechts außen oder wer auch immer da rumeiert. Ich glaube einfach, ein Harry Kane braucht einfach einen, der dann vorne drin ist. Ja? Dann kann er sich auch mal ein bisschen fallen lassen. Aber wenn ich immer sehe, dass ein Harry Kane sich fallen lässt und vorne ist halt niemand. Niemand im 16er. So, was soll das bringen? Ja? Also Möglichkeit 1 ist, du nagelst den Harry Kane im 16er fest, du baust deinen Elektrozaun auf, schnallst ihm Halsband um und jedes Mal, wenn er aus dem 16er rennt, wirklich dann Schock, damit er das rafft. Oder aber du musst ihm einen zweiten Mann an die Seite stellen, der halt vorne bleibt. Dann kann er sich fallen lassen, dann hat er ein bisschen Raum, auch wenn du keinen Zehner dahinter hinstellst. Und dann kann er seine Stärken vielleicht ausspielen. Ne? Konrad, vielen lieben Dank für dein Primey. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht the way to go. So, ne? Und mit Tell hast du doch da einen jungen, hungrigen, der rennt und macht und tut, also. Einfach mal ausprobieren. Aber sowas hätte man natürlich im Laufe der Saison schon längst mal hätte ausprobieren können, ne? Weil wir sehen ja immer noch, dass ein Harry Kane nicht wirklich die Bindung hat zum Spiel. Vielleicht braucht er einfach eine Doppelspitze da vorne. Ne? Mit dem er dann auch ein bisschen was machen kann. Mal gucken. Dass wir das sehen, ist relativ klein die Chance, denke ich, aber wer weiß. Ja, ich habe ein gutes Gefühl für morgen, Anonym Joker. Aber das ist eigentlich immer schlecht, wenn ich ein gutes Gefühl habe. Von daher. Aber ich muss mal ein bisschen wieder den arroganten Münchner raushängen lassen, Alter. Kann ich seit einem Jahr nicht mehr. Was ist denn los? Also muss ich doch heute mal richtig einen raushängen lassen hier. Zweifel kommen erst, wenn die Chupo da draufsteht, dann ist Antagon, dann bin ich bei dir. Dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, aber du hast ja gesehen, GB, dass es trotzdem zum 1:0-Sieg gereicht hat im Hinspiel. Und die waren wirklich schlecht, Alter.
Ja, ne, wir müssen einfach mal wieder ein bisschen das gesunde Selbstbewusstsein mal wieder nach außen kehren. Und wenn nicht wir Fans damit anfangen, wie soll sich das dann auf die Mannschaft, genau, Gladiolen war es. Gladiolen oder Tod. Wie soll sich dann auf die Mannschaft übertragen, ne? Also mache ich mal heute den Vorreiter hier. Ja, die Italiener parken natürlich den Bus vorm Tor, das ist doch logisch. Thomas, gemischte Gefühle. Ja, macht euch keine Sorgen. Finde erstmal die PK etwas beängstigend. Kane bislang nicht eingebunden, aber TT meint ja, wir müssen von Minute 1 loslegen, auch im Sturm. Also zu den Aussagen von Tuchel auf PKs, ich weiß nicht, ich habe 3 legendäre PKs kommentiert. Da kannst du nichts mehr toppen. Da überrascht mich auch nichts mehr. Das nehmen wir jetzt einfach bis zum Ende der Saison so hin und gut ist. 3 Tore zu schießen gegen eine italienische Mannschaft ist nicht einfach. Naja, also Lazio war jetzt im Hinspiel auch nicht so defensiv stark. Also ich habe da Räume gesehen, da hätte sie aber mal richtig reingehen können. Haben wir nur nicht gemacht. Es wird ein 1:1 morgen, das glaube ich nicht. Nee, das wird schon. Nico Servus, Olli Servus. Anonym Joker auch erstmal Servus, wa? Und Gerhard Berger natürlich auch. Und Christoph Bornemann natürlich auch noch. Ach, der GB wieder. Ich hoffe, der Sound kommt noch. Ich habe deine Dinge schon gesehen. Ich warte aber mal nicht, dass ich jetzt hier quatsche und dann quatsche ich doppelt. Lucifer, auf jeden Fall erstmal vielen lieben Dank für deine 5,99. Zu welchem Preis sollte man Musiala halten? Ich weiß nicht, ob man das mit dem Preis machen kann. Mal eben gucken, warum wir keinen Sound haben. Vielleicht hängt aber auch einfach ein bisschen hinterher, YouTube. Zu welchem Preis? Meinst du jetzt an Jahresgehalt oder was? Ja, man soll auf jeden Fall nicht wieder anfangen, das Gehaltsgefüge wieder weiter aufzubauen. Es ist ja schon so aufgebaut. Ja. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob das bei Musiala so ein Thema ist, so ob er jetzt irgendwie 10, 11, 12, 13, 14, was weiß ich, wie viel Millionen verdient. Der hat noch 10 Jahre vor sich, also weiß ich nicht. Ich denke, es wird wichtig sein, ihm die sportliche Perspektive zu geben, dass man ja international wieder in die Spitzenklasse aufsteigt. Ja. Weil ich denke, Ziele wird er haben als junger Spieler, auch so auf Weltfußballer irgendwann mal in ein paar Jährchen wahrscheinlich gesehen. Und da muss man ihm einfach Perspektiven aufzeigen. Ich glaube, das ist eher das Wichtigere, als jetzt zu sagen, komm, du kriegst jetzt 20 Mille zum Beispiel, ja. Übertrieben gesagt. Ich glaube, das wäre so der wichtigere Take. Also wäre es jetzt zumindest für mich aus seiner Sicht. Kann natürlich auch sein, dass er ein geldgeiler Sack ist und ihm das scheißegal ist und es ihm jetzt nur um die Kohle geht. Das weiß ich natürlich nicht, ne? In der heutigen Zeit ist ja nichts mehr unmöglich. Kimmich und Gnabry verlängern bis 2028, wäre deine Reaktion. Ich würde mir jeweils eine Nagelpistole an die Stirn halten und abdrücken. Ja. Bildlich gesprochen, ne? Ei. Nee, also dann würde ich komplett am Eberl zweifeln, nach allen Worten, die er so geäußert hat. Dann wäre ja schon wieder ganz vorbei. Aber YouTube-Alerts sind eigentlich an. Ich weiß auch gar nicht, ob das auf YouTube dann vorgelesen wird, aber eigentlich schon, ne? Aber Lucifer, auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ansonsten musst du nochmal was zu schreiben, wenn du da was Genaues wissen möchtest. Baumis FCB fragt erstmal Servus. Baumis FCB fragt, ob du den Twitch-Stream siehst. Also den Chat, denke ich mal. Ja, klar. Also ich glaube, es war an dich gerichtet. Ja, sehe ich den. Das würde er auch beantworten können. Kann auch Ich wollte den aber auch mal was sagen.
den Kontrollbildschirm kurz draufluschen. Kein Problem. Aber du hast das auch im Blick, oder nicht? Das ist richtig, deswegen Ja. frage ich ja. Einfach nur mal nachgefragt. Wow, damit bringt die mich aus dem Konzept hier, unglaublich. Für Als sowas. hättest du ein Konzept. Na klar. LFC, wir kommen weiter, ganz genau so sieht's aus. Balbo, moin Meister, der SC hat ja tatsächlich trotz absoluter Verletztenmisere gegengehalten. Das waren Günthers erste 90 Minuten in der ersten seit der Verletzung. Ja, weiß ich. Dafür saustarkes Spiel unter der Woche. West Ham wird ordentlich. Die ersten 25 waren richtig wild, hätte mindestens 2 Tore schießen sollen. Nur ein Tor hatte mal wieder Flutschefinger. Zum Glück nicht bestraft wurden. Lazio hatte 3 Rote in der Liga. Ja, das weiß ich. Nee. Ja, Günther, habe ich ja gesagt, ne, ist für mich, gehört er in die Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie der Jude das sehen wird. Ja, da sieht man, was Mentalität und Mannschaftsgeist halt bringt, ne? Ja. Gibt ein 5:0. Ja, Wollbaumi, das ist richtig, so muss das sein hier. Müssen wir ein bisschen optimistisch sein. Opa ist gesperrt, ja. Opa ist gesperrt. Ja, aber ein Tuchel jetzt noch rauswerfen macht halt gar keinen Sinn, ne? Also darüber brauchen wir ja nicht mehr diskutieren. Selbst wenn du morgen verlierst, warum willst du den Tuchel dann noch rauswerfen? Du hast 10 Punkte nach oben, der Zug ist abgefahren. Du hast 11 Punkte auf Platz 5, der Zug ist abgefahren. So, es gibt keinen Grund mehr. Ja, du hättest ihn entweder vor dem Bochum-Spiel rausschmeißen müssen, dann hättest du noch Chancen gehabt auf die Meisterschaft mit 5 Punkten, da wäre vielleicht noch was gegangen. Oder du hättest jetzt knallhart sagen müssen, nach dem Freiburg-Spiel, komm, der neue Trainer hat 2 Tage Zeit für die Champions League. So, ihn danach rauszuwerfen, dann machst du dich ja komplett lächerlich. Auf was bezogen? So, die Saison ist halt einfach gelaufen. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass wir uns die Saison, den Drecksfußball noch angucken. Das Schöne ist, wir haben ein bisschen was zu fiebern dieses Jahr. Ja, ich denke, Stuttgart wird bald an uns vorbeiziehen. Vielleicht zittern wir noch die letzten 2, 3 Spieltage um den Champions League Platz. Dann haben wir noch mal ein bisschen Kitzel in dieser Saison. Ist doch schön. Ne? Aber ansonsten ist doch alles gelaufen. Conan, servus. Ei. Naja, aber das Problem ist ja, wenn du den Zehner hast, wenn der Zehner Musiala ist, oder nehmen auch einen Müller als Zehner. Das Ding ist, ein Kane lässt sich halt fallen. Wenn der Zehner dann in den 16er gehen würde, was er schon alleine nicht tut, ja, und nichts gegen Musiala, aber was soll Musiala da vorne im 16er stehen? Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Müller könnte es ja vielleicht noch irgendwie vertreten, aber hat ja gerade auch eine Form zum Niederknien. Deswegen, man müsste halt einfach mal was anderes ausprobieren. Ja, Musiala hat das Angebot abgelehnt, dann ist das so. Nochmal, Leute, es ist scheißegal, wie gut ein Spieler ist. Wenn er nicht den FC Bayern fühlt, dann soll er einfach gehen. Punkt. Wir brauchen diese Leute nicht mehr. Seiner Servus. Ne? Was willst du damit? Guck mal, wir sind doch jetzt an dem Punkt, genau aus diesem Grund. Die Spieler, die wir verpflichtet haben, so ein Sané zum Beispiel, so ein Gnabry, den wir verlängert haben für unendlich viel Geld. So, warum sind die bei uns in der Mannschaft? Die sind nicht bei uns, weil sie sagen, oh, der FC Bayern ist so geil, das ist mein Wunschverein, für den brenne ich, für den lebe ich, für den renne ich. Nee, die sind bei uns, weil sie die meiste Kohle verdienen. Das ist der Punkt. Ja? Und da musst du von wegkommen. Und wenn du dann Qualität verlierst, ja, wobei ich jetzt gerade bei den Beispielen Sané und Gnabry jetzt nicht die Qualität sehe, die wir verlieren, ne? Mal abgesehen von 10 Saisonspielen pro Spieler. So, davon musst du wegkommen. Dann nehm lieber so einen Brian, der jung wild ist und gut ist, ganz ehrlich. So, wir müssen davon wegkommen einfach. Diese ganzen hochverdienenden Spieler, die nicht zeigen, dass sie irgendwie für den FC Bayern brennen. Also ich sehe das zum Beispiel bei den Spielern nicht. Ja? So. Da sehe ich das ja von den ganzen genannten, sehe ich das noch am meisten beim Kimmich. Und das ist schon wild, dass ich das sage. Kajo, ich würde neben Kane einfach Tell spielen lassen. Jo, habe ich ja auch so aufgestellt.
Ach, der Gerland, ja, alles gut. Wie gesagt, wofür jetzt noch? Macht ja jetzt keinen Sinn mehr, den Trainer zu entlassen. Der Zug ist abgefahren, in welche Richtung auch immer. Thomas, ist wieder soweit. Eieiei. Thomas, vielen lieben Dank für deine 5 verschenkten Subs. Sehr gut, habe ich kurze Redepause. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub Dudwitsch _admin _093. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub du analog _1. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub du Johannes _343 _. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub du Hunter 150994. Eieiei. Die Nagelsmann kann sich zuhören, den Tuchel kannst du zuhören. Ja, das ist ja auch völlig fein, ne? Muss ja jeder für sich wissen. Kann den Tuchel auch zuhören, wenn der Tuchel dann auch noch das tun würde, was er erzählt, dann wäre er mir auch richtig sympathisch, aber das ist ja irgendwie nicht der Fall. Wird ihr Dosenwasser konsumiert? Ja, es ist heute leider nötig. Der Simon schreibt, Kai, naja, Sané ist der beste Spieler mit Kane im Bayern-Kader. Da muss man blind sein, um die Qualität nicht zu sehen. Wenn er fit ist, wenn er Bock hat, ja. Sonst nein. Das ist meine Meinung. Ja, kannst du gerne die letzten 3 Jahre durchgehen. Guck dir an, wie viele gute Spiele Sané gemacht hat. Das waren zwischen 10 und 15 pro Saison. Doch völlig okay. Dass er die Qualität hat, dass er das Talent dafür hat, steht ja außer Frage. Das hat er schon unter Pep gehabt. Sonst hätte er nicht unter Pep gespielt. Aber selbst Pep hat ja gerafft, dass der Junge halt einfach nur 15 Spiele im Jahr spielt. Auf dem Niveau. Und danach, warum auch immer, ja, ich will ihm auch gar nicht unterstellen, dass er keinen Bock hat. Hat sich ja die letzten Spiele auch den Arsch aufgerissen. Aber er kriegt es halt einfach nicht hin. Punkt. Ja, ganz einfach. Und das ist ja nicht nur dieses Jahr so. Das ist die letzten 3 Jahre so. Und das ist dann irgendwann, das ist dasselbe wie mit Opa. Opa super konstant, aber hat dann immer in der entscheidenden Phase seine Klopper drin. So, dann musst du dich am Ende des Tages halt hinstellen und sagen, dass diese Qualität für den FC Bayern nicht reicht. Fertig. Ganz einfache Kiste. Der Licht war heute in der PK, der wird auch spielen. Ja, die Frage ist, wer neben ihm spielt, ne? Nee, aber nochmal zu Musiala, ne, das gilt halt für jeden Spieler. Das ist dasselbe mit dem Davis. Also, wenn die weg wollen, sollen sie weggehen. Wie gesagt, es macht keinen Sinn, diese Spieler zu halten mit Kohle. Ja, wir haben so einen Gnabry gesehen. Der hat dann den Schongang eingelegt und hat 5 Gänge zurückgeschaltet. Nee, ich fühle das nicht. Sag ich euch ehrlich. Dann, ja, was soll noch schlechter werden? Wie diese Saison. Was soll schlechter werden? So mit dieser Philosophie. Klar, der Trainer hat einen großen Anteil auch diese Saison. Logisch, mit einem anderen Trainer wäre es vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Klar, spielt Leverkusen eine überragende Saison. Alles keine Frage. Aber selbst Stuttgart ist nur noch 4 Punkte von uns entfernt. Wild, oder? Also von daher musst du wieder dahin kommen, dass du den Spielern abnimmst, dass sie Bock haben. Guck mal, wenn du dann mal so einen Spieler siehst, ja, wir reiten wieder auf Robberie rum, aber nimm die mal. Hast du da jemals das Gefühl gehabt, so die spielen nicht oder reißen sich nicht den Arsch auf oder sind nicht 100% Bayern? Hat man jemals das Gefühl gehabt auf dem Platz? Ja, vielleicht hat man jetzt nur die guten Leistungen im Kopf, das verstehe ich ja schon. Aber da hat man ja nie das Gefühl gehabt, mal über ein paar Spiele, dass man sagt, Kaiser eigentlich hat der keinen Bock. mit 5 Euro. Ja. Dicker Kuss.
Kaiser, vielen lieben Dank für 5 Euro auf Kofi. Vielen lieben Dank. Das ist das halt so. Und das fehlt mir im Moment halt. Ja, du hast ein paar Spieler, ja. Aber nochmal, ich kann nur das Beispiel Eric Dyer bringen. Leistung mal hin oder her. Aber es kann doch nicht sein, dass dieser Spieler damit heraussticht, der gerade mal ein paar Wochen da ist, dass du siehst, dass der will, Alter. Ja? Und bei vielen anderen siehst du das nicht. Das ist doch ein Trauerspiel eigentlich. Die Baumis, vielen lieben Dank. Grüße in die Schweiz. Eieiei. Lucifer und vielen lieben Dank für dein Primey auf Twitchy. Geht morgen 15 Uhr, ganz genau. Wir müssen hier, habe ich ja gerade schon gesagt, wir müssen mal wieder ein bisschen Brust raus, Selbstbewusstsein ausstrahlen. Das Gespräch mit Mara hätte auch die Trainereinstellung sein können unter Bratze und Tuchel. Hast du ein Konzept? Ja, na klar. Eieiei. Bayern würde Wirtz versauen. Ach, das ist doch Schwachsinn, Alter. Das ist doch Schwachsinn. Morgen wird auf Champions League Modus umgeschaltet und ab geht's. Ja, das ist die große Hoffnung, ne? Hoffen wir, dass das passiert, ja. Felsi Anton, vielen lieben Dank. Ja, mein Team besteht aus mich, ne? Und die Mara im Hintergrund. Eieiei. 15 Uhr zur Pause. Tuchel muss gehen. Gernot kommt durch das Allianz Arena da. Der da. Servus. Das wäre schon eine Show, ey. Was machen wir eigentlich, wenn Gnabry jetzt wie eine Bombe einsteht? Das passiert nicht, weil Gnabry hat noch 2 Jahre Vertrag. Hätte er jetzt nur 1 Jahr Vertrag, wäre das durchaus, wäre das ein realistisches Szenario. Eieiei. Ja, ist auch so. Die Saison ist gelaufen. Soll man den Tuchel seine Abfindung zahlen? Bin da deiner Meinung. Ist auch Schwachsinn. Was soll passieren, ne? So, die Bundesliga-Saison ist gelaufen. Es macht keinen Sinn, den jetzt noch zu entlassen. Man hat es dran festgehalten und jetzt muss man damit leben und gut ist. Mein Gott. Fertig aus. Wenn Tuchel Kimmich auf die Bank packt und verliert, dann macht er keine PK mehr. Eieiei. Der Tuchel war ja heute schon richtig angepisst. Habt ihr euch die PK mal angeguckt? Er hat ja echt heute da den Red Munich gemacht. Die ganze Zeit so. Außer bei dem einen englischen Journalisten, da hat er sich gefreut wie ein kleines Kind, ey. Ansonsten so, Alter, sprich mich bloß nicht an, ey. Voll gut. Hab ich gefeiert. Chris, 2,49 Euro. Was genau machst du eigentlich beruflich in der IT? Ich bin On-Site-System-Engineer. Wenn dir das jetzt mehr sagt. Bin halt für einen gewissen Standort eines großen Logistikunternehmens IT verantwortlich vor Ort. Was so Maschinen, Arbeitsplätze, Kommissionierungsplätze, Büroplätze, sowas anbelangt. Wenn im Sommer wirklich ein Umbruch stattfindet, welche Spieler würdest du aussortieren? Ja, natürlich die magischen 4 auf jeden Fall. Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané. Koman kann man diskutieren. Mats Raui würde ich auch noch aussortieren. Opa müsste man mal ernste Gespräche führen. Also ich mag Opa super, ja. Ich mag auch seine Art Fußball zu spielen. Ja, aber die Aussetzer sind leider regelmäßig. Ja, in wichtigen Phasen. So. Ob man die jetzt die Saison ihm anheften kann, habe ich ja schon gesagt, sehe ich eigentlich gar nicht so. Aber dann sollte man mal klare Kante in den Verein kriegen, dass wirklich nur noch Spieler spielen, die fit sind. So, vielleicht wäre das schon mal ein Ansatz, dass wir auch mal wieder Leistungen auf dem Platz sehen, die nach Leistung aussehen und nicht irgendwie als würden die Spieler sich über den Platz schleppen. Aber ja, da müsste man auch mal klare Gespräche führen, eine klare Einschätzung haben. Hängt halt auch viel vom neuen Trainer ab.
Aber wie gesagt, diese satten Spieler, diese überbezahlten Spieler müssen wir einfach irgendwie loswerden. Das ist super schwer, ja. Und ansonsten lass die Verträge auslaufen. Wir müssen weg davon, dass Spieler, jetzt diese 4 Spieler, nehmen wir die 15 Spiele von Leroy raus in der Vorrunde. So, welches Leistungsniveau haben die? Die bekommen 20 Millionen im Jahr. Jeder dieser Spieler. Dort Serge 18 oder sowas. Ja? So, aber die anderen bekommen 20 Millionen plus. So, mit welcher Rechtfertigung? Ja, die gibt es nicht. Guckt euch die Leistung an. Ja, da kannst du, was weiß ich, 80% aus der Bundesliga nehmen, die reißen sich mehr in den Arsch auf und haben mehr Leistungsvermögen. Also das ist ein Witz halt einfach. Und davon müssen wir wegkommen, ne? Ja, die Mannschaft verliert spielerische Qualität im Wochentakt. Ja, gut. Haben wir ja auch erst seit Anfang der Saison gesagt. Ja, Musiala hat abgelehnt. Der Davis ist auch schon weg und der ist weg und der ist schon gekauft. Also Leute, wie gesagt, das, was in irgendwelchen Zeitungen steht, wie oft haben wir das beim Levi? Wie oft war der Levi weg? So, ja, das sind doch immer die Berater, die dann irgendwas in irgendwelchen Zeitungen streuen, um ihre Verhandlungsposition zu verbessern und bla und Sülz, ist doch immer alles gut. Achso, Gerhard Berger, den habe ich schon in den Comics gelesen, den fühle ich natürlich, ne, dass die Bulli jetzt langweiliger ist, weil die Meisterschaft schon entschieden ist, dank uns. Nur diesmal andersrum. Und ja, die letzten 3 sind auch durch, ne, ungefähr. So, das spielt so einen Relegationsplatz aus, was natürlich noch interessant ist. Champions League ist natürlich noch spannend mit Dortmund und Leipzig, ne. Ja, das sind so die Sachen, die noch spannend sind in der Bundesliga gerade. Ansonsten ist wirklich ein bisschen, ja. Der da schreibt, was meint ihr zu Maxi Bayer? Ein laufstarker, torgefährlicher und schneller Spieler, den man auch auf der Außenbahn einsetzen könnte. Kane könnte sich dann auch fallen lassen und dann noch Tell auf links. I don't know. Wer ist Maxi Bayer? Sagt mir gar nichts. Kann ich nichts zu sagen. Aber wie gesagt, junge Wilde ist gerade der Way to go, glaube ich. Was sagst du zu Valencia Realskandal? Was für ein Skandal? Nur weil im Abpfiff ein Tor fällt oder was? Die Melodie will ich auch 5-mal am Dienstag hören. Ja, gehe ich mit, Bud Spencer. Nur wer Meister wird, ist spannend. In 2 Jahren weiß niemand mehr, wer Champions League spielte 2025. Aber wer Meister war, wissen alle. Ja gut, wenn du Champions League gewinnst, dann wissen die Leute das auch noch. Aber mein Gott, Leute, wir waren 11-mal Meister. Ist doch gut, dass und nochmal, Leverkusen ist ja auch völlig verdient Meister, wenn man sich den Fußball anschaut. Ne? Das wäre doch wieder traurig gewesen, dann würden wir wieder mit dieser Grottenleistung wie dieses Jahr nochmal Meister werden. Also dann hättest du aber auch wirklich die Bundesliga begraben können. Das muss man ja ganz klar auch mal sagen. Wenn man schon wieder sieht, wo Dortmund und Leipzig rumdümpeln, Alter, was ja eigentlich die harten Konkurrenten sein sollten, dann kannst du froh sein, dass es Leverkusen gerade gibt mit diesem Höhenflug. Dass sie uns endlich mal aufzeigen, was guter Fußball ist. Damit auch endlich unsere Vereinsführung das mal knallt im Schädel. Sonst würden wir nochmal die gleichen Pappeimer, wo wir am Ende der letzten Saison schon saßen und haben gesagt, die müssen endlich mal in Frage gestellt werden, würden wir uns das noch 2 Jahre angucken. Also seid froh. Also Maxi Bayer spielt wohl bei Hoffenheim. Ja, wie gesagt, kenne ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Hast du Frustbier für morgen kalt gestellt? Nee, ich habe immer Bier kalt liegen, ja. Gute Augustiner, aber ich brauche kein Frustbier. Das ist gut. Musiala will, glaube ich, zur City und die haben ja ohne Ende Geld. Ja, mein Gott, wen interessiert's? Wenn er weg will, soll er gehen. Fertig. Ganz einfache Kiste. Ich glaube, bei Sané muss man halt ihn am Anfang der Saison betrachten. Ist die erste Hälfte gut, muss man ihn in der zweiten Saisonhälfte verleihen. Ganz einfache Lösung. So bekommt man die 15 guten Spiele sicher. Und dann kann noch ein bisschen das Gehalt ausgleichen. Den fühle ich, ja.
Könnten wir so machen. Ribéry wollte auch mal weg, hat sich dann in den FC Bayern verliebt. Manchmal kommt die Liebe erst ein bisschen später. Ja, manchmal muss man halt die Mannschaft austauschen. Und wie gesagt, bei uns, der Kern ist zu lange da. Wir sehen es ja auch, dass die Spieler viel zu viel Macht im Verein haben, weil sie halt einfach auch so lange da sind. Ne? Das bleibt ja nicht aus. Wenn er so ein super verdienter Spieler ist, der, ja, auch wenn es Corona war, 6 Tubel gewonnen hat und bla und Sülz und was weiß ich, wie viele Meisterschaften hintereinander, dann ist klar, dass die auch eine gewisse Macht haben. Ja, so Opa war ja konstant die Saison. Er war ja, die Hinrunde war ja der konstanteste Innenverteidiger. Das muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Aber wenn er halt jede Saison diese Klopper dann drin hat in der wichtigen Phase, ja, da musst du entweder musst du auf den Grund gehen, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, kopfmäßig oder was, da muss er sich vielleicht einen Psychologen an die Seite holen, der ihn da in diesen Phasen dann unterstützt oder sowas, ne? Ist ja auch völlig fein. Wenn es nicht klappt, ja, dann musst du irgendwann die Qualitätsfrage stellen. Fertig. Anders geht's halt leider nicht. Ich hoffe, dass mit Eberl wieder eine nachvollziehbare Linie in die Führung kommt. Ja, es wurde ja angeblich, oder es wurde ja angekündigt. Ich bin auch sehr gespannt, ja. Ja gut, wer jetzt noch an die Meisterschaft glaubt, der hat auch dann irgendwas ganz, ganz falsch gegessen. Das heißt ja, du musst ja gar nicht auf Leverkusen gucken. Das ist ja, was ich schon vor Wochen gesagt habe. Du müsstest ja erstmal die Spiele gewinnen. Das tun wir doch gar nicht. Haben wir doch gesehen gegen Freiburg. Ja? Das passiert doch gar nicht. Wir haben doch gar nicht die Konstanz, gerade die Spiele zu gewinnen. Da fängst du doch an. Wenn wir jetzt sagen würde, wir wären super konstant und würden Leverkusen durch bärenstarke Leistungen so unter Druck setzen, aber wie soll das passieren? Das werden wir die Saison nicht mehr erleben. Wir haben wieder 2 Tore gemacht gegen Freiburg durch Einzelaktionen. So, das war's. Ja, ein Sonntagsschuss vom Tell und einmal von 100 Fummelversuchen durchgesetzt und ein Tor gemacht von Musiala. So, sonst war da nichts. So, wie willst du da konstant? Das hat ja nichts mit Fußball zu tun. Das ist einfach die individuelle Qualität, die da ist. Wie in der Hinrunde. Dadurch haben wir unsere Spiele gewonnen. Das hat ja nichts mit Fußball zu tun. Ja? Das ist doch das Ding. Gut, nochmal, Olli. Musiala spielt in jüngerer Vergangenheit in meinen Augen kaum mannschaftsdienlich. Ja, jetzt hat er auch eine schwierige Phase unter Tuchel. Ne? Tuchel, der sieht ihn halt auch anders. Also, wenn ich überlege, wie stark Musiala zum Beispiel unterm Nagelsmann teilweise aus der tieferen Position oder auch mal auf der 8 war. Ja, war natürlich ein super offensiver Achter, gar keine Frage. Aber unterm Tuchel, ganz schwierig. Ja, bei dem Kader muss echt aufgeräumt werden, das ist leider so. Ja, aber gut, die PKs von Tuchel sind ja alle mittlerweile. Du kannst ja auch die Interviews nach den Spielen und so. Man sieht halt einfach, dass er nicht mehr. Ist ja auch verständlich. So. Jetzt machen wir uns doch mal nichts vor, so. Du bist, keine Ahnung, du hast deinen Traumjob, ja. Ich glaube, das war nicht Tuchels Traumjob, aber du hast einen guten Job beim angesehenen Unternehmen, verdienst gutes Geld. Und dann kommen die zu dir nach einem Jahr und sagen, ja, weißt du was, hier in 3 Monaten bist du aber weg, ne? So, wie ist denn dann deine Motivation noch? So, wie soll die denn sein? Ja? Kann da jeder mal in sich reinhören? So, sagst du dann, ja, jetzt zeige ich es denen aber erst recht, dass ich es drauf habe? Oder denkst du dir, Alter, wenn die mich nicht wollen, dann leck doch meinen Arsch. So. Ne? Hat halt immer 2 Seiten, so eine Medaille. Ja, der PK hat da guten Blick drauf gehabt, ey. Beim UK-Report, ey, war gut, oder? Die ganze Zeit so, und dann eher eine Frage, gleich, ich freue mich, ja, endlich. Hat er wahrscheinlich gerade ein Flashback gehabt, dass er wieder in England ist oder so. Ist schon wild gewesen. Das war echt wild, ey. Ich mache gerade Ausbildung zum Fachinformatiker, okay?
Was machst du denn? Systemtechnik oder Anwendungstechnik? Machst du auf jeden Fall nichts verkehrt, erstmal, würde ich sagen. IT-Leute werden genug gesucht, gerade Qualifizierte. Nee, ich nicht. Witwe. Dass das zwischen Tuchel und Bayern mal so endet, hätten 10 von 8 Leuten voraussagen können. War total dumm von Bayern, Tuchel zu verpflichten. Ja, ich war dann einer, was hätten 10 von 8 Leuten, also 8 von 10 meinst du wahrscheinlich. Dann war ich einer von den 2 Leuten. Ich hätte das nicht gedacht. Aber ich habe den Tuchel ja auch komplett verkehrt eingeschätzt nach seinen Offenbarungen in den letzten PKs. Aber ja, ich war einer die Leute, die Hoffnung hatten, Tuchel kommt und bringt Zug in diesen Saukader. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Vollzeit-YouTuber. Wovon? Von 5000 Abonnenten oder was? Eieiei. Könnte ich noch niemals die Miete von zahlen. Auch wenn das weh tut und man sowas eigentlich nicht sagen darf, es ist ganz gut, wenn wir mal so eine Saison haben und ein Reset stattfindet. Wir waren doch alle satt, Verein, Spieler, Mannschaft und auch die Fans, neues Blut, neuer Hunger. Ja, aber das hätte ja schon letzte Saison passieren müssen. Ja? Ich weiß nicht warum, letzte Saison, ich meine jetzt nochmal, ja, wir haben richtig, da war ja auch Tuchel schon da. Ja? Wir haben richtig Grottenfußball gespielt. Die Dortmunder haben die Hosen voll gehabt gegen Mainz und haben uns die Meisterschaft geschenkt. Wobei wir dann noch Glück hatten, dass auch Musiala da den goldenen Moment hatte und noch ein Tor gemacht hat. Sonst hätten wir die Meisterschaft noch nicht jemals gehabt. Und dann als Vereinsführung darüber hinwegzusehen, über die ganzen Probleme, die ja schon vorher da waren, über Monate, wenn nicht sogar ein Jahr lang, nur weil man Meister geworden ist, war halt super fahrlässig. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Super fahrlässig. Und da musst du halt auch mal die Vereinsführung aber mal richtig in die Pflicht nehmen und nicht nur den Trainer. Ne? Das muss man auch klipp und klar sagen. Das hat ja nichts mit den Medien und dem Umgang mit Tuchel zu tun, Twitch-Amen. Also ist die heutige Zeit einfach. Kimmich ist ein Spieler, der polarisiert, genauso wie Müller ein Spieler ist, der super polarisiert. So, spielen diese Spieler nicht, dann kommen die Fragen an Herrn Tuchel, weil er der Einzige ist, der da im PK sitzt. Und die kommen immer. Egal, ob der auf der Posi spielt, ob er mal nach 10 Minuten schon nur ausgewechselt wurde, kommt eine Nachfrage. Da muss man halt einfach dann mal rigoros als Verein sagen, hier, Punkt, bis da und nicht weiter und dann ist auch gut. Ja. Wenn man aber das dann auch immer noch versucht zu moderieren, wie es ein Tuchel mit Müller getan hat, erstmal seine dumme Aussage, jedes Spiel ist ein Müller-Spiel und dann riecht er sich darüber auf, ja, aber ihr fragt ja immer danach, wenn ich den mal draußen lasse, ne? Ja, da macht doch gar nicht so eine Aussagen, Alter. Ne? Und so ist die heutige Zeit halt. Es ist alles nur noch Sensation und ja, hoffentlich sagt da irgendwas, wo wir irgendwas konstruieren können, bla, Sülz. So, es ist widerlich geworden. Ja, 100%. Aber das hat nichts mit dem Tuchel zu tun. Ja. Und auch da müsste der Verein halt einfach mal klipp und klar sagen, ich meine, da sitzt jedes Mal ein Pressesprecher daneben. Ja. So. Und du bist doch nicht verpflichtet, irgendwelche Fragen zu beantworten. Da muss man halt einfach mal sagen, keine Fragen zu irgendwelchen Spielern oder dies oder das und Punkt. Ja, fertig. Aber wenn man das mit sich machen lässt, dann ist man auch selber schuld am Ende des Tages. Irgendwie ist die Bundesliga bis auf ein paar Mannschaften dieses Jahr meiner Einschätzung nach eher schlechter. Ja, ich sag ja, wenn Dortmund und Leipzig noch weit hinter uns stehen, ist das auch schon wild, ne? Man sieht, was wir so spielen. Man muss es auch so sehen, Leverkusen wird nicht Meister, weil wir so schlecht sind, sondern weil Leverkusen so gut ist. Ja, na klar. Ist auch völlig okay. Völlig. Ja, wahrscheinlich wären die auch Meister geworden, wenn wir uns in der Rückrunde noch irgendwie gefangen hätten. Weil die halt einfach auch super stabil sind, ne? Aber hätte Fahrradkette. Also wie gesagt, am Ende ist es gut, wie es gerade ist, damit die oberen Herren wach werden und damit Eberl auch gleich weiß, jo, die Spieler können wir direkt, ne,
Muss man leider so sagen. Das Dosenkonstrukt würde ich nie auf Platz 1 der Liga sehen. Da höre ich mit der Bundesliga auf und fahre mit Freiburg zweite in die dritte. Ja, wieso? Wenn nur weil Leipzig auf Platz 1 irgendwann steht, heißt das ja nicht, dass Freiburg in der zweiten Liga spielt. Ne? Ach, Freiburg 2 in der dritte Liga. Mal so meinst du das. Okay. Was wolltest du sagen? Hier kam noch des Öfteren die Frage nach deinem Wunschtrainer. Mein Wunschtrainer? Ja, ich natürlich, Leute. Ich mache das auch 5.000 im Monat, alles ist gut. Bin da nicht so gierig, können wir besser für Spielergehälter nehmen. Alles gut. Nee, ich habe keinen Wunschtrainer. Habe ich ja letzten Stream auch schon gesagt. Ich habe keinen Wunschtrainer. So. Wir haben ein Konzept, das ist vorgegeben jetzt mittlerweile vom Verein. Den Trainer, der das Konzept mitträgt, die passenden Spieler dazu und gut. Ja, alles ist gut. Mir ist scheißegal, ob der, wie heißt der von Feyenoord, der angeblich da ist, ob der Alonso heißt, ob der Guardiola heißen würde, ob der Klopp heißen würde, ist mir scheißegal. Ob ich den kenne, ob ich den nicht kenne, der muss halt, so wie es ein Eberl gesagt hat. Du musst einfach den passenden Trainer finden für das Konzept, was du vom Verein haben möchtest. Das Konzept von Trainer muss in gewissen Teilen dazu passen. Dann nimmst du den Trainer mit ins Boot, der kriegt noch seine Spielerchen, die er gerne haben möchte. Dann musst du ihm natürlich auch die Zeit geben, das zu entwickeln. Und du musst als Verein dann auch mal hinter dem Trainer stehen. Ja, auch wenn es da eine schwierige Phase geben wird, die wird es geben, wenn du viele Spieler austauschst und einen neuen Trainer hast. Gar keine Frage. Wir werden nächstes Jahr sehr wahrscheinlich auch ein wildes Jahr erleben. Aber da muss man dazu stehen und muss das Ding durchziehen. Ja, und da ist es egal, ob der Alonso heißt oder sonst wie heißt. Ja, wahrscheinlich kannst du das mit so einem Alonso besser rechtfertigen, zu sagen dann, ach aber das ist doch der Alonso aus Leverkusen. Da hat er halt auch ein Dreivierteljahr gebraucht, um was aufzubauen. Kannst du dann der Presse gegenüber wahrscheinlich wieder einfacher verkaufen als irgendwie so ein No-Name-Trainer von Feyenoord? Ja, ist schon klar. Aber mir persönlich ist das Wurst. Solange man das Konzept auf dem Platz sieht, solange man sieht, dass die Spieler das mittragen, dass man sieht, dass sie Bock haben, ja, und dann ist doch alles gut. So. Ja, der Brazzo hat das Gehaltsgefüge leider komplett gesprengt. Das ist vollkommen richtig. Ja. Habe ich nur kurz gelesen, ja, aber ja, da müssen wir halt von wegkommen und das ist super schwer. So, damit der FC Bayern-Fan Forever kein Herzflattern kriegt. Alonso tendiert zu einem Bayern-Wechsel. Keine Ahnung, wo er die Infos her hat. Ich wollte es nur mal in den Raum gestellt haben. Ja, mir ist das wirklich Wurst. Wie gesagt, mich interessieren keine Spekulationen über Trainer, Spieler, sonst was. Wenn das feststeht, es eine offizielle Info gibt, dann sage ich da gerne meine Meinung zu. Vorher beteilige ich mich nicht an diesen Spekulationen. Die sind mir völlig Wurst. Tuchel hat einfach keinen Bock mehr auf Bayern. Ja, ist ja auch okay. Ja, wie gesagt, der Trainer muss halt Bock haben, Spieler zu entwickeln. Das sollte klar sein, da sind wir uns alle einig. Hat ja auch Max Eberl auch nochmal explizit hervorgehoben mit dem Tell. Dafür hast du auch einen Christoph Freund verpflichtet. Ja, hast jetzt einen Max Eberl dazu geholt. Das heißt, da ist ja Expertise da, um da diese vielleicht ganz unbekannten Talente und diese, die kurz vorm Sprung sind, ja, zu sichten und zu verpflichten. Und natürlich denke ich auch, wir müssen uns nichts vormachen, du kannst beim FC Bayern kein Tuchel-Fußball spielen. Ja, du kannst keinen defensiven Fußball oder den super Ballbesitz, langweiligen Querschiebefußball spielen. Das kannst du halt einfach beim FC Bayern nicht vermitteln. Na, daran ist ein Tuchel halt einfach auch gescheitert. So, du brauchst also schon einen Trainer, der auch einen offensiven Stil pflegt. Alles andere wird nicht passen. Deswegen würde so Mourinho auch niemals bei uns passen. Ja. So, aber wie der Name am Ende ist Wurst. Die Bayern haben auch ein Qualitätsproblem. Weltklasse sind okay, Musiala, aber auch nicht immer. Na, das weiß ich gar nicht. Du hast ja eher das Problem, dass diese Spieler, die, ja, Weltklasse, weiß ich nicht, kann ich eh nichts anfangen mit dem Begriff. Muss auch immer jeder für sich definieren, was Weltklasse waren für mich oder, ja, waren
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, das ist für mich Weltklasse. Ja. Weil das auch einfach außergewöhnliche Spieler sind. Ich bin aber immer weit davon weg zu sagen, es gibt irgendwie 100 Weltklasse-Spieler. Das fühle ich persönlich nicht. Aber da hat ja jeder so seinen eigenen Maßstab. Aber du hast einfach das Problem, dass du diese Spieler in ihrer tollen Wohlfühloase puderst und puderst und puderst und das seit Jahren. So, und Kimmich wurde nie in Frage gestellt, ein Goretzka wurde nie in Frage gestellt, Sané wurde mal von den Fans in Frage gestellt, danach hat er dann 2 gute Monate gehabt, Gnabry wurde nie in Frage gestellt, so, es war egal, wer gekauft wurde, wer verpflichtet wurde, diese Spieler wurden nie in Frage gestellt. So, wie willst du dann motiviert werden im Leistungssport, wenn du keinen Konkurrenzkampf hast, an deine maximale Leistung zu kommen? Ja, das ist doch das große Problem. Und deswegen sind diese Spieler da nicht mehr auf diesem Niveau, was sie immer waren. Deswegen würde auch den Spielern das gut tun, dass sie eine Luftveränderung haben, wo sie wieder zum Verein kommen, wo sie sich beweisen müssen. Wo sie nicht der super erfolgreiche, gestandene Spieler sind, wo alle vor ihnen niederknien, so, weißt du? Flick bei Barca, ja, das wird genauso eine kurze Session wie jetzt mit dem Xavi. Mein Take. Ja, das fehlt auch Manfredo. Es fehlt. Das ist aber, was ich sagte, da wurde auch der Trainer Nagelsmann aber auch im Stich gelassen, ne? Dass du nicht als Trainer unbedingt draufhauen kannst, ist logisch, ja, weil das Mannschaftsgefühl, du musst mit denen zusammenarbeiten. Da muss halt ein Sportvorstand da sein. Oder ein Sportdirektor, der muss dann sagen, pass mal auf, Junge, gib mal Gas, ansonsten bist du hier nächstes Jahr weg. So, ja. Der Trainer kann ja Zuckerbrot geben, dann muss der Sportdirektor halt die Peitsche auspacken. Aber bei uns ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen im Moment. Und dann wundert man sich, dass die Entwicklung dahin geht, Stück für Stück, wo wir jetzt sind. Schaut euch mal die Videos von Kai zum Abschluss der letzten Saison an. Ja, ganz genau. GB. Habe ich schon gesagt. Und davor die Saison war auch schon ähnlich. Emery. Na, da sind wir wieder. So, dann schmeiße ich mal kurz den Niklas hier mit rein, weil er gleich weiter muss. Servus Kai, schau kurz rein, muss aber gleich wieder zum Lernen los. Du warst ja heute ein richtiger Taktikfuchs mit deinen taktischen Ausrichtungen und Laufwegen sogar. Gehe aber dazu 100% mit dir für morgen. Mein Tipp ist aber leider ein 1-1 mit einem Gegentor in der 89. Minute. Nee, ich bin hier. Brust raus, 3-0. Ja, ich hab mal ein paar Pfeile eingezeichnet heute. Ja, Demichelis ist ja kein Kandidat mehr, weil er gar nicht möchte. Also von daher brauchen wir da gar nicht drauf eingehen. Und wie gesagt, ist das auch nicht mein Ding. Ich habe das nur vorhin auf dem Scheißhaus gelesen. Warum sollte er auch beim Spitzenclub in Argentinien weggehen? Also. Alles gut. Ist ja auch wieder so eine Sache. Bei Bayern 2 hat man ihm das nicht zugetraut, der alleinige Cheftrainer zu sein. Da gab es ja diese Doppelposi. Ja, und dann soll man jetzt, wo er Cheftrainer in Argentinien bei einer Spitzenmannschaft ist, dann auf einmal, ja, da würde ich auch sagen, hallo FC Bayern, geht's noch oder was? Ist halt wild. Ah ja, der Olli hat schon ein paar gute Szenen gehabt, ne? War schon gut, ey. Finn Bjarne Pedersen, hallo. Die Mara übernimmt das dann, Bot. Roter Schmidt wäre wild. Ich fand den immer so ein bisschen. Aber nee, ich sag nichts. Wir sagen erst was, wenn ein neuer Trainer feststeht. Ah. Kai, das erste Jahr 5.000 im Monat und das zweite Jahr reicht das nicht mehr. Ach klar. Es kommt ja immer darauf an, was er für einen Lebensstandard hat. Ja, ist doch egal, ob er einen schlechten Stand hat. Wenn er gerne der Trainer ist, ist er gerne der Trainer. Nee, ich kann aber auch einfach, der FC Bayern kann mich auch einfach als ITler anstellen. Dann mache ich da erstmal schön den Pausenraum fertig mit Mikrofonen und sowas, ne?
damit die dummen Fragen ein bisschen besser gestellt werden können. Und dann mache ich so einen externen Berater. Ist kein Problem. Eieiei. 5000 Abos, ist das eine gesicherte Aussage? Ich kann das gerade nicht verifizieren. Kai hat den Namen genannt, der nicht genannt werden darf, Brazzo. Hallo, ich habe den nur gelesen, nur vorgelesen. Ich habe den nicht genannt. Und ja, die Zahl mit 5000 kann ich bestätigen. Ja, Pali! Auf die nächsten 5! Yay! Ein Bekannter eines Bekannten hat gehört von einem Bekannten eines Bekannten, dass Alonso kommt. Ganz genau. Und davon der Freund. Die Freundin hat eine Schwester. Und die Schwester hat eine Cousine 3. Grades, die den Berater vom Alonso den Sohn kennt. Und der hat das gehört. So ein Ding. Und dann steht es auf der Bild-Zeitung auf Seite 1. Was kann man an der Führung ändern, um den Verein zu verbessern? Das haben wir doch getan schon. Ne? Das ist doch getan. Das muss ich jetzt halt einspielen. Tipp für morgen 3-0 oder 3-1, habe ich ja schon gesagt. Aber das muss ich jetzt einspielen. Alles gut. Dem muss man halt auch Zeit geben. Der Eberl ist gerade mal 3 Tage da. Der Freund ist gerade mal ein halbes Jahr da. Chrissy ist auch gerade mal ein halbes Jahr im Amt. Also immer mal abwarten, ne? Die Baumis, was sagst du zu den Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge? Was hat er dann gesagt? Irgendwas Schlechtes über den Tuchel, oder nicht? Habe ich dir doch vorhin vorgelesen. Hast mir Ja, wieder das nicht zugehört, ne? Weiß ich doch nicht mehr. Ist Ja. halt so eine Sache. Da macht der Karl-Heinz Rummenigge genau den Move, den ich auch immer mache. Der klug scheißt ja. Weil Karl-Heinz Rummenigge war damals, wo Tuchel im Gespräch war bei uns, der zu 1000% unbedingt Thomas Tuchel haben wollte. Und Uli Hoeneß hat gesagt, nein, ich möchte nicht. Und jetzt stellt er sich dahin und klug scheißt jetzt und wirft den Tuchel Dinge vor, oder was? Ist halt auch ein bisschen armselig. Wenn man Funktionär ist und im Aufsichtsrat sitzt. Ich als dummer Fan kann das machen, da ist das okay. Ja, man hat, Gerhard, gehe ich mit, dass wir ein bisschen Zeit haben, Trainer. Aber Nagelsmann hatten wir ja auch Zeit, oder? Hat man sich ja auch relativ schnell festgelegt und war dann erstmal in irgendwelchen Verhandlungen. Gestandenen Profis vernünftige Rückennummern zu geben, ist doch völlig okay. Mit einer 42 auf 45 auf 40 auflaufen. Wegen mir können die auch mit einer 140 auflaufen. Wegen mir können wir auch verdiente Rückennummern sperren. So eine Nummer 5 für den Kaiser oder eine Nummer 7 für den Ribéry, aber der hätte es ja schon vorher bei Mehmet Scholl sperren können und so weiter. Das sind ja, da gibt es wichtigere Sachen, denke ich. Der Begriff Weltklasse wird inflationär benutzt. Ja, das ist aber heute auch, ne? Geht immer schnell hoch und runter. Aber es kommt auch immer drauf an, wie das jeder für sich interpretiert. Sané wird doch gerade vom Verein in Frage gestellt, ja. Und vor 4 Wochen hieß es noch, Sané ist wird auf 100% verlängert, ist einfach Maschine. Was willst du da ernst? Was willst du da für wahre Münze nehmen? So. Wir werden das sehen, ob irgendwelche Verhandlungen passieren oder nicht. So. Wenn irgendwelche, so wer sagt das immer, weißt du? Eberl hat gesagt, jeder Spieler ist in der Pflicht, hat bis zum Saisonende Zeit, sich zu zeigen, ob er die richtige Einstellung mitbringt und dann wird man doch sehen, was passiert. Ne? Fertig. Ich würde einen Kane auch als Weltklasse betiteln. Also der ist einfach krank. Ja? Ich hätte auch einen Levi, war für mich auch Weltklasse bei uns jetzt, wenn man auf unsere Spieler guckt. Ja, aber wenn du so Weltklasse wird halt immer. Wie gesagt, wir haben hier vor 2 Monaten saßen wir hier noch und haben uns ein Video angeguckt, weil wir gerade irgendwie mal wieder 3 Spiele in Folge gewonnen hatten. Oder nee, wir hatten 7-0 gegen Darmstadt gewonnen oder sowas. Und dann siehst du irgendeinen YouTuber, der sagt, der FC Bayern ist Weltklasse, Champions League Titel ist schon sicher. Ja, da siehst du, wo der Weg hingeht, Alter. Fällt dir nicht zu ein, ey.
Genau, Georg, Wüste. Georg Welt schreibt, du darfst nicht mehr wild sagen. Meine Freundin zwingt mich immer, wenn du wild sagst, 2 Euro in das Schwein zu werfen. Ich bin bald pleite. Was arbeitest du denn? Ich muss mal kurz verifizieren, welches Einkommen du hast. Was ist denn, wenn ich wilder sage? Zählt das auch? Und was passiert dann, wenn das Sparschwein voll ist? Das ist doch die spannende Frage. Wenn ihr dann schönes euch was zusammen gönnt, dann sage ich noch ein paar Mal wild, ist kein Problem. Wir haben keinen Spieler im Kader, der nicht verzichtbar wäre. Doch Harry Kane. Harry Kane ist nicht verzichtbar. Ansonsten, lass mich kurz überlegen. Ja, ist schwierig. Ich habe natürlich so ein paar, auch meine Lieblinge wie ein Tuchel, aber wahrscheinlich könntest du alle anderen irgendwie sportlich ersetzen. Ja. Am Ende kannst du jeden sportlich ersetzen, aber zu welchem Preis halt, ne? Aber jetzt denk mal Harry Kane diese Saison weg, zieh mal die Tore ab, gerade auch die zum 1:0 und sowas, dann wird's schwierig, ne? Wenn unser Verein alles richtig macht, können wir in 4 Jahren 2 Champions League-Titel gewinnen. Eieiei, das ist aber ein wilder Take. Die Frisur passt zum Guardiola, sehr gut. Bayern braucht einen glaubwürdigen Trainer. Man sollte jetzt nicht nach großen Namen gehen, sondern nach fachlicher Kompetenz. Ich glaube, das wird auch passieren. Wir gewinnen nur, wenn du ein schlechtes Gefühl hast. Ja. Nein, der FCB und ich gehen morgen so. Ach, herrlich. Der Roger würde zum Josua passen, so rein namentlich. Aber der ist ja nicht mehr da dann. Genau, Frank. Sehr gut. Grüß auch mal die Frau im Hintergrund. Ich weiß, dass das ernst ist, aber ist mir Wurst. Ja, ich sag ja, mein Take ist, dass der Flick nach einem Jahr wieder weg ist im Barca. Ist halt kein Trainer für mich, also kein Cheftrainer. Bei 5000 Abonnenten muss man flitzen. Darf ich leider nicht, würde ich machen, habe ich kein Problem mit. Steht zu meinem Körper, GB, im Gegensatz zu dir. Ich verspreche sowas nicht und mache es dann nicht, weißt du? Legionär, Servus. Und Grüße an Mara, genau. Florian, guten Abend. Jetzt kann ich auf Vollzeit YouTube umsteigen, ja. Ja, bei 5K geht das. Ist gar kein Problem. Da ich ja noch einen anderen Channel habe mit fast 6000, Alter, bin ich ja schon Millionär. Ja? Nur das Problem ist, auf dem anderen Channel passiert nichts. Ach, herrlich. Ja, ist schon wild, ne? Ist schon wild. Ach, ich habe wieder wild gesagt, Georg, tut mir leid, ey. Aber du hast doch noch nicht geschrieben, oder? Für was ihr das verwendet. Für Update die Show, geil. Sky ist wieder nah am Gegner, ne? Alonso wird wohl nicht kommen. Ja, was denn jetzt? Also ich persönlich, sage ich euch jetzt mal, wie es ist. Ich persönlich würde mir wünschen, dass ein Alonso in Leverkusen bleibt, dass Leverkusen die Mannschaft zusammenhält für die nächsten 2-3 Jahre und wir dann endlich mal, vielleicht mal auf 2 Jahre gesehen oder 3 Jahre gesehen, mal einen guten Konkurrenzkampf in der Bundesliga haben. Meinetwegen, nächstes Jahr der Nagelsmann geht nach Dortmund, vielleicht baut er da auch noch was auf, vielleicht werden die Dortmunder auch noch mal gestärkt. Und wir haben dann endlich mal so ein bisschen englische Verhältnisse, wo man mal so 2, 3 Mannschaften hat, die um den Titel kämpfen. Weißt du, das wäre doch mal wieder schön. Ja? So. Wenn der Alonso Leverkusen verlässt, wird Leverkusen auseinanderbrechen. Dann werden die ganzen Leistungsträger dahin gehen, wo sie mehr Kohle verdienen. Und dann ist wieder ein Konkurrent im Arsch. So. Lass doch mal ein paar Konkurrenten mal aufkommen. Ja, das ist doch gut.
Genau, GB. Wir erwarten wieder Bam, 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 oder? Wenn das Transferfenster geht auf und direkt, zack, 10 Meldungen, Alter. Kimmich nach Barca. Also nochmal, ich fühle das, wenn der Flick nach Barca geht. Ich fühle das richtig, weil Barca natürlich kein Geld hat, aber Geld rauswirft ohne Ende. Und der Flick ja ein bekennender Kimmich- und Gnabry-Fan ist. Halleluja, ich bete dafür, dass er nach Barca geht. Ich bete. Dann kann er die gleich mitnehmen. Ist doch super. Vielleicht hat er auch noch Bock auf einen Goretzka. Und stellt euch vor, der möchte den Sané auch noch haben. Wir machen Viererpack. Viererpack nach Barca. 200 Mille Kombopreis. Zack, 80 Millionen Gehalt gespart, Alter. Kannst du richtig eskalieren auf dem Transfermarkt. Ach, wäre das schön. Guter Take, oder? Ich hab jetzt extra nicht wild gesagt, Georg. Nur für dich. Ohne Kane wird es noch böser aussehen. Richtig böse wird es aussehen. Dann wären wir wahrscheinlich auf Dortmund, Leipzig Stand, punktemäßig. Ja, der Tuchel hat's immer schwer in seinen Verein. Ey. Ja, das ist auch der einzigste Spieler, für den es mir oder die Saison echt leid tut. Die Saison war nötig für unseren Verein, ja, definitiv, da brauchen wir nicht drum rumreden. Aber für den Harry Kane tut's mir super leid. Ja. Der Mann ist am Zenit seiner Karriere, hat noch keinen Titel gewonnen, kommt dann zum FC Bayern, weil er denkt, ja, safe, da werden wir auch auf halber Kraft wegen deutscher Meister. So, und dann ist da so ein Alonso, der sagt so zum Harry Kane, Kollege, dies Jahr nicht. Ja. Und da durfte er im Pokal noch nicht mal mitwirken in der zweiten Runde. Hatte noch nicht mal Einfluss, diesen Titel überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Wild, ne? Nein, den Tuchel zu entlassen ist völliger Schwachsinn. Jetzt nicht mehr, ist vorbei. Brauchst du nicht mehr machen, Niklas. Sehe ich genauso, das ist völliger Turduks. Ja, da könnte man drüber reden, wenn du weiterkommst und die Spiele in der Liga gehen dann wieder ins Bodenlose, dann könnte man vielleicht irgendwie schauen, dass nochmal ein neuer Schwung reinkommt, aber ansonsten macht das keinen Sinn, den rauszuwerfen jetzt. Was denn? Martinez war nicht zu ersetzen. Doch, Martinez war zu ersetzen, man hat sich nur nicht getraut. Zum Beispiel mit Marc Rocker oder sowas. Weil man wie immer, wie ich ja schon, kann mich nur wiederholen, man hat ja nie Kimmich und Goretzka auch nur ansatzweise in einen Konkurrenzkampf geschickt. Guck doch mal, welche Spieler die letzten Jahre da waren für die Zentrale. Hat's irgendein Trainer interessiert? Irgendein Trainer? Nein, die haben alle drauf geschissen. Das ist doch das Problem gewesen. Genau, Una Emery, der GB, ich glaub du verpflichtest den selber, oder? Und stellst dir den im Garten. Welchem Bayern-Reporter vertraust du am meisten? Ich vertraue gar keinem Bayern-Reporter. Wie gesagt, mich interessieren diese Gerüchte auch nicht. Warum auch? Das sind halt Gerüchte. Und alle Reporter, was ist das Ziel eines Reporters in der heutigen Zeit? Ja? So, die heutige Zeit ist halt einfach, was das anbelangt, abartig. Ich habe gehört, hier und da, und dann wird gleich ein Fass aufgemacht und dann die Leute, ja, ich meine, man entschuldigt sich ja noch nicht mal mehr heutzutage für irgendwelche Falschmeldungen oder sowas. Dann wird irgendwo so ein klitzekleiner Satz geschrieben, weil man dazu verpflichtet ist. Das ist ja nicht nur auf den Fußball bezogen, das ist ja auf ganz, ganz viele Themen bezogen. Ne? Ich bin der Ruhrpott-Galli, oder? Ja, das gefällt mir. Kann ich mich mit anfreuen. Der Olli fragt, und Kai schon bei Sky 90 reingehört, sehr zu empfehlen. Nee. Keine Zeit. Ich glaube schon, dass diese Trainerlegenden nach München kommen würden. Hatten Van Gaal ja auch getan, aber die würden sich halt nicht reinreden lassen. Ja, da gehe ich mit. Warum wirkt unsere Vereinsführung in der Öffentlichkeit immer so unsouverän und inkompetent? Das ist eigentlich auch ganz einfach zu beantworten, weil man nie das Gefühl hat, dass die, was das Sportliche betrifft, das Sagen haben. Da sitzt ein Dresen oder sitzt ein Heiner,
Du nimmst denen aber nicht ab, sobald die über Sportliche reden, dass das aus deren Kopf kommt. Ja, man hat immer das Gefühl, ach ja, der Uli im Hintergrund hatte gesagt, der soll das jetzt sagen. Ja, oder der Kalle. So, das Gefühl hat man einfach. Das ist das Problem. Aber jetzt haben wir den Max da und vielleicht löst sich das Problem dadurch. Ja, der ist ja ein bisschen authentischer, den nimmt man das dann eher ab, seine eigene Meinung. Und der hat ja auch eine gewisse Kompetenz. Aber das war das Problem, glaube ich, bei uns. Ja. Und so, Olli war nie zugegen, Brazzo war auch nie zugegen. Vorher. Deswegen haben wir so ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit gegeben. Und natürlich auch dann, wenn dann so ein Uli Hoeneß auf einmal meint, ja, jetzt werde ich aber mal hier den Levi von Tottenham, den werde ich jetzt auch mal sagen, wie der Hase läuft. Ne? Mitten in den Vertragsverhandlungen haut er dann irgendwelche Sprüche raus, die vor 20 Jahren geklappt haben und bewirkt damit das komplette Gegenteil, ist natürlich dann auch nicht förderlich und macht dann auch keinen guten Eindruck. Ne? Und auch schon gar nicht für die Leute vor Ort, die ja dann Verhandlungen führen. Also man untergräbt sich da teilweise halt auch selber. Ja, klar wird Eberl. Das hat er doch jetzt auch schon gemacht vom Spiel. Klar, dann kommt auch immer noch der Trainer. Aber ich glaube auch, so ein Eberl ist da, der wird das schon wuppen, denke ich. Machst du mal ein Stadion-Video? Nee. Wenn ich im Stadion bin, gucke ich Fußball und mache keine Videos. Alonso wird wohl kommen. Ja, was denn jetzt? Geteilte Meinung. Muss ich eine Umfrage machen, oder was? Ach, herrlich. Alonso kommt. Nein, doch. Oh. Den müsste ich mir eigentlich auch mal holen, den Sound. Ja, Dani Olmo würde ich wirklich fühlen, ey. Ja, sehr interessanter Spieler. Victor, geil, oder? Das freut mich, dass du dich freust. Warte, ich putze auch nochmal schnell den Bart durch, damit ich ein bisschen besser aussehe in groß. Ach, herrlich. Na, wenn wir bei Wünsch dir was sind, wünsche ich mir Alonso, welcher Xhaka, Grimaldo, Frimpong und Wirtz mitbringt. Ja, und dann ist die Bundesliga wieder super langweilig. Bringt doch auch nichts. Nagelsmann wird in der Premier League scheiß gehandelt, speziell bei Newcastle und natürlich auch bei Man United. Ja, komm, der Tuchel ist frei jetzt wieder für England. Wie gesagt, ich habe es beim Amtsantritt gesagt, wo der Nagelsmann bei der Nationalmannschaft, könnt ihr euch angucken, die PK, die Reaction, habe ich gesagt, der Nagelsmann ist in der nächsten Saison bei Dortmund, da bleibe ich bei. Da sehe, natürlich ist es nicht damit getan, nur einen neuen Trainer zu holen. Das ist ja klar. Ja, Bot, du bist ein Fuchs, ne? Ich sehe das schon. Kann ich also wieder wild sagen, sagst du? Okay, sehr gut. Hast du eigentlich beantwortet, wie viele FCB-Shirts du hast? Das weiß ich nicht, müsste ich zählen. Kann ich dir nicht sagen. Wenn T-Shirts auch dazu zählen, 30 plus, 40, irgendwie sowas. Dan the Reaper schreibt, ich bin am Samstag mal wieder im Stadion und Pavlovic hat die 5. gelbe Karte, könnte nur noch heulen. Und meine Tochter auch. Ja, das ist schade, ja. Das ist wirklich schade. Ja, wäre doch schön, wenn er noch ein Jahr im Leverkusen bleiben würde. Ich kann mir das halt auch vorstellen, habe ich ja auch schon gesagt, ne? Warum nicht? Wenn er Bock hat, nächstes Jahr die Champions League zu rocken mit Leverkusen, was ja auch nochmal super verdient dann wäre, da vielleicht auch nochmal zu gucken, was man wirklich imstande ist, internationalen Top-Level, kann halt ein Reiz sein, ne? Dann will Kimmich bei City aufgehen wie eine Rose und Bayern wird sich wieder ärgern. Naja, was sollen wir uns denn da ärgern? Der bringt seit 2 Jahren keine Leistung bei uns. So, aus besagten Gründen. Das ist doch auch völlig gut. Es würde mich doch freuen für den Josh, wenn er nach City geht oder nach Barca und wird wieder der Spieler, der er bei uns mal war. Ja, ist doch super. Wir gewinnen doch alle 3.
Der Verein, der Spieler und der neue Verein. Ist doch super. Ist doch nicht so, dass ich das den Kimmich nicht gönnen würde. Ja? Würde mich freuen für ihn. Alles gut. Du, servus. Nee, Sky 90 habe ich nicht reingehört. Ich habe ja keine Zeit dafür. Immer das Problem. Heute war sowieso super stressiger Tag, Arbeit und sowas. Die Tuchel bleiben in Champions League gewinnen? Nein, wird er nicht. Und wenn er die Champions League mit Sternchen gewinnen würde, wird er nicht bleiben. Erwarte ein wildes Spiel, ja, guck mal. Kimmich würde bei Pep aufblühen. Ja, ist doch okay, soll er doch auch. Sei ihm doch gegönnt. Manchmal muss man halt einfach einen neuen Stepper machen. Ja, da ist doch auch nichts Schlimmes bei. Du kannst ja jetzt auch einen Kimmich nicht mit dem Kroos vergleichen. Toni Kroos war damals außer eigene Jugendspieler, hat gerade mal 2, 3 gute Jahre gehabt. So ein Kimmich ist, wie lange ist er jetzt bei uns? 6, 7, 8 Jahre oder was? Ich habe keine Ahnung. Hat alles gewonnen mit dem Verein. So ist klar, dass es würde allen 3 gut tun. Das ist Fakt. Vertraust du dem Bildreporter im Stimmbruch? Ich weiß auch nicht, wer er heißt. Mit Namen habe ich es nicht so. Bayern will Silva von Benfica Lissabon angeblich. Ja, was soll ich nicht alles wollen? Was meinst du, was da im Sommer los ist? Sobald der neue Trainer feststeht, ne, dann wird es wird glühen. Jede Woche wirst du 3, 4 Namen von irgendwelchen Spielern hören, die mal unter diesem Trainer trainiert wurden und das wird ganz wild werden. Marc Rocker, ich habe es nicht verstanden, dass man den Jungen nicht die Chance gegeben hat. Ja, der war so super ballsicher und wie du sagst, selbst unter höchstem Druck, wenn er von 3 Leuten angelaufen wurde, hat er den Ball noch eiskalt nach vorne zum Mitspieler gespielt. Hat den einfach gar nicht gepoppt und das mit so einem jungen Alter. Ja, aber da wir Kimmich und Goretzka nie in Frage gestellt haben, hatte der leider einfach keine Chance. Ja. Und dann hat man das argumentiert mit, ja, der ist ja jetzt nicht der Sprinter. Alter, der Kimmich ist kein Deutsch schneller, als wie es ein Marc Rocker ist. Ja. Habe ich auch nicht verstanden, leider. Für eine Woche München Urlaub. Ja, guck mal. Dann kann ich ja wild sagen. Georg. Das ist doch ein gutes Ding. Der Herbert hat bei der Eberpicker dauerhaft eine Fresse hingezogen, wie der Tuchel bei heißen Reporterfragen. Herr Heiner, meinst du? Bayern braucht Persönlichkeiten, die sich nicht um das Gehalt scheren, sondern um den Verein. Alle wollen nur Geld, Geld, Geld. Ja, Aaron, da müssen wir halt wieder hinkommen, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Das ist halt gerade so ein Problem. Und deswegen, wenn dann Spieler wie Musiala oder Davis, du musst die nicht halten, wenn die nicht wollen. Wenn es denen dann darum geht, keine Ahnung, vielleicht will Musiala auch einfach mal nach England, ja, weil er von da kommt. Was weiß ich, vielleicht war Davis schon immer der Traum, bei Madrid zu spielen. Dann ist das so, dann Hovi, alles gut, die haben eine schöne Zeit bei uns gehabt. Ist doch nicht so wild. Mein Gott, solange man gutes Geld dafür kriegt, ist doch alles tutti. Medien auch widerlich, hinterhältig, heuchlerisch, auch in UK, da sind die Reporter kein Deut besser. Auch dies ist ein Grund, dass Kloppo platt ist und Pause braucht. Bei Tuchel wurde nicht so planmäßig Dauer kritisiert, er hatte eine faire Chance. Ja, aber gut, das hat ja auch nichts mit dem Land zu tun. Ne? Das ist halt also unsere heutige Gesellschaft. So, guck dir Nachrichten an. Siehst du irgendwelche positiven Nachrichten, wenn du dir nicht extra positive Nachrichten anguckst? So. Nee, da wird alles nur gezeigt, was Drama ist, was sonst irgendwas ist. Guck dir irgendwelche Reality-TV-Shows an, das ist irgendwie nur Drama und was weiß ich was. So ist halt unsere Gesellschaft einfach. No? Ist traurig, aber ist so. Brauchst du 3 warme Mahlzeiten, Herr Kumara, dann bist du ja noch billiger wie ich. Ja, wie gesagt, ich gebe da eh nichts drauf auf diese Gerüchte. Das ist nur so ein allgemeiner Take. So.
wenn Spieler weg wollen oder wenn ihnen das Geld nicht reicht, was wir ihnen zahlen, so wie es auch beim Alaba war, ja dann tschüss, Alter. Punkt. Bye, bye. Alles ist gut. Wir müssen halt wieder dahin kommen, dass der Verein hier steht und nicht, dass hier Müller, Neuer, Kimmich, Sané und was weiß ich, wer steht. Und dann hier steht der Verein. So, das Gefühl hat man gerade, ne? Da müssen wir wieder weg von kommen. Englische Medien berichten, er will nach Liverpool, Plätti berichtet, er will nach Bayern, ja. Und alle haben mit dem Alonso gesprochen, ne? Welcher Spieler könnte Kane mehr fördern? Weiß ich nicht, warum du das meinst. Ich denke, Harry Kane wird einfach eine zweite Spitze gut tun. Ja. Ja, Kopf an Kopf rennen und am Ende bleibt er in Leverkusen. Ach, würde ich lachen. Wer bitte nimmt den Tuchel nach der Bayern-Zeit schon fraglich? Nee. Das glaube ich nicht. Guck dir Carlo Ancelotti an bei uns. Wer hat ihn danach genommen? Du hast das Argument, dass Nagelsmann gescheitert ist, der kein schlechter Trainer ist. Ach, nein, das interessiert doch keinen. Das interessiert doch keinen. Das glaube ich nicht. Gerade in England hat Tuchel doch einen sehr, sehr guten Ruf. Mike, guten Abend. Die Leverkusener haben einmal diese Mega-Saison und dann wieder 50 Jahre nichts, wenn Alonso weg ist. Kann passieren, ja. Denkmal willst du haben? Ja, Denkmäler kriegen wir nicht. Denkmäler kriegen nur der Kaiser vielleicht noch. Wir brauchen auch eine neue Doping-Abteilung. Wir brauchen auf jeden Fall ja ein bisschen Expertise so. Zeiner, hau rein, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, ja. Schönen Abend. Ja, was gegen VfB im Stadion, Kimmich war krank. Naja, GP. Ja, ich glaube, ihr seid eh nicht hier, um meine Fresse zu sehen, oder? Die Nationalmannschaft wird natürlich profitieren, wenn die Spieler wechseln und woanders wieder performen müssen. Wie wollen wir den Serge eigentlich loswerden? Ja, habe ich ja gerade erklärt. Weil der Serge ist ja der Kumpel vom Kimmich, die sind ja so, ne? Brüder im Blute, Blutsbrüder und so. Und der Kimmich verhandelt seine Verträge ja eh per persönlich, dann wird er schon sagen, pass mal auf, wenn ich komme, dann müsst ihr den Serge aber auch noch verpflichten. Und so werden wir den los. Anders wird's nicht gehen. Josef Wagner schreibt, Grüße an die Bayern-Fans aus Brasilien. Grüße zurück. Du bist aber nicht in Brasilien. What? Ja, Grüße an die Bayern-Fans in Brasilien. Verstehst du? Hast du nicht gerafft. Ist nicht schlimm, Schatz. Grüße nach Brasilien. Wir könnten mal wieder ein paar Brasilianer gebrauchen. Tell muss gesetzt sein, genauso wie Pavlovic. Ja, bei den Leistungen, die wir bisher gesehen haben von den anderen Profis, wäre das schön gewesen, wenn das passiert wäre. Ja.
Loriot, ich will doch nur sitzen zum Aufwärmen anschauen. Chico. Toni Kroos war von Hansa Rostock, ja. Ich weiß nicht, was ihr alle mit dem Bildreporter habt. Muss man sich doch nicht drüber lustig machen. Der hat da irgendeine Krankheit oder was? Genau, Hobby feiert schon mal für morgen vor, oder Hobby? Morgen wird wild. 2 Euro, bing. Wir brauchen keine neuen Innenverteidiger. Wir haben genug Innenverteidiger. Alles ist gut. Die mögen sich. Ja, die gucken sich auch immer an, der Dieter und er. Das internationale Interesse wird morgen riesig sein. Weiß ich nicht, ob das so riesig ist gegen Lazio Rom. Michael S., hallo zusammen. Wurde ja schon der Tiger als Übergangslösung diskutiert. Wir brauchen so oder so ab sofort einen neuen Spirit. Nee, für was denn? Aber wofür willst du den Tuchel jetzt noch entlassen? Macht doch keinen Sinn mehr. Die Saison ist doch gelaufen. Ja, das hat er machen müssen. Jetzt macht das keinen Sinn mehr. Was im Sommer transfermäßig wirklich interessant wird, ist die Tatsache, dass die Premier League-Vereine sich an eine deutlich verschärfte Variante des Financial Fairplay halten müssen. Ah ja. Ähnlich wie Manchester City das seit Jahren tut, ne? Wo irgendwie 154 Verstöße vorliegen und es keine Sau interessiert. Oder Paris. Naja, natürlich. Als ob das irgendeinen von denen interessiert. Und wenn der Scheich privat irgendwie 50 Mille rüberschiebt, wen interessiert das denn? Also da ist doch, die haben Geld wie Heu, Alter. So, das interessiert die doch nicht. Als ob Nagelsmann BVB-Trainer wird. Nagelsmann ist wahrscheinlich der einzige Trainer, wo Bayern im Herzen trägt, wo Bayern sein Herzenverein ist. Ja und? Bei Bayern wurde er rausgeschmissen. Warum soll er da nicht nach Dortmund gehen? Eieiei. Evan, danke. Fände es total schade, wenn beide alles das inklusive Trainer von Leverkusen aufkaufen. Sollten sich selber eine Mannschaft aufbauen. Ja, das wird auch nicht passieren. Warum sollte Leverkusen das auch tun? Eberl will die Zerbi als Trainer. Ja, wie gesagt, wir können da, kannst wahrscheinlich 50 Namen raussuchen und können uns da im Kreis drehen. Joki, hallo. Der Heiner ist ein Eisblock. Ich weiß auch nicht. Der Heiner ist halt so ein richtiger Banker-Typ, oder? So richtig so. Der Chrissy ist ja wenigstens auch so warm, sympathisch. Aber der Heiner, der ist wirklich, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was der ausstrahlen soll. Ich weiß das nicht. Meinst du, der FCB wird nächstes Jahr wieder ein oder mehrere Titel holen? Es wird, ja, das hängt von vielen Faktoren ab, ey. Wie gesagt, wir werden keine einfache Saison haben, da bin ich mir sicher. Kommt natürlich darauf an, ob wir irgendwie eine Achse im Team schon haben, auf die wir setzen. Der neue Trainer die mag, ob wir die Jugendspieler jetzt noch spielen lassen und schon mal fördern. Dann wird es davon abhängen, ob Alonso von Leverkusen weggeht. Wenn der bleibt, willst du noch ein starkes Leverkusen haben. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Also wir werden kein leichtes Jahr haben. Das wird kein Selbstläufer sein, wenn wir echt einen Umbruch machen sollten. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht klappt, wenn du eine stabile Achse hast von erfahrenen Spielern, wo sich die anderen Spieler dran hochziehen, orientieren können, dann ist auch in dem ersten Jahr was möglich. Also wir sind ja immer noch der FC Bayern, haben ja immer noch eine gewisse Qualität. Also Tuchel wäre super für Köln, aber der arme FC, ey. Die Presse hat keinen Respekt mehr vor dem Bayern-Trainer. Ja, es hat keiner Respekt mehr, der irgendwie öffentlich irgendwas sagt. Davies würde ich aus Prinzip die komplette nächste Saison auf der Tribüne verrotten lassen, wenn er meint, dass er für läppische 40 Millionen zu Real gehen kann, beziehungsweise uns damit erpressen will, dass er sonst ablösefrei geht.
Ja, aber wer sagt das? So, das ist auch wieder irgendeine Zeitung, die den Mist schreibt, so, weißt du? Für Medien gilt Bad News are Good News. Ja, ist leider so, weil die sich einfach besser klicken als wie, was weiß ich, ne? Oh wow, haben wir einen Follower-Bot auf Twitch oder was? Geil. Gut, dass die morgen wieder weg sind. Aber mach ich mal die Alerts aus so lange. Vielleicht hier keine Ahnung und davon viel. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann damit alles nichts anfangen. Kann ich dich finanziell auch supporten? Na klar, 2 Euro ins Sparschwein bei Wild. Ah. Ja, aber du kannst ja, guck mal, das ist ja auch immer noch das Wichtige, ne? Guck mal, und Frimpong, Theo Hernandez, Silva, Gutierrez, Zubamendi. Du musst doch immer auch gucken, das ist ja auch, was ein Ebert auch sagte, was ja auch wichtig ist. Klar kannst du jetzt hingehen und sagen, ich brauche den und den Spieler, ja, die sind super, wie in so einem Managerspiel. Geil, der hat die und die Werte, den kaufe ich perfekt, passt, ja. Aber du musst ja gucken, dass du eine Mannschaft zusammenstellst, die halt auch charakterlich passt. Ne? Das ist ja so das Ding. Deswegen ist das immer einfach zu sagen, ja, klar ist das ein guter Spieler. Wenn das aber ein Arschloch ist, vom Charakter her oder einfach nicht passt zu dem Rest der Mannschaft, ja, ist halt alles nicht so einfach, ne? Da muss man halt mehr beachten, als nur zu sehen, welches Leistungspotenzial der Spieler hat. FC Bayern hat oft seine Mannschaft mit Spielern aus anderen Vereinen aufgebaut. Die eigene Jugend hat noch nie gereicht und wird es auch nie tun. Das glaube ich nicht. Und noch nie ist ja, mit jetzt Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Bart Stuber jetzt sagen so, hat noch nie gereicht. Weiß ich nicht. Oder neben früher, ich glaube Auge, Flügler und sowas war auch alles eigene Jugend, oder? Roland Grahammer, ich weiß es nicht, bin mir gerade nicht 100% sicher, ist ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Aber nee. Nee. Ja klar wird's immer schwieriger in der heutigen Zeit, das ist richtig. Und klar haben wir immer Spieler verpflichtet, das wird sich ja auch nicht ändern. Heavy hat schon 27 Tore, oder glaubst du, schafft er noch die 40? Boah. Wenn die Mannschaft noch Bock hat, den Rest der Saison kann das was werden. Wenn die Mannschaft keinen Bock hat, dann eher nicht. Ja, Denzel Reaper, da stimme ich dir 100% zu. 100% zu mit Brazzo, mit der Gehaltszusagen. Und wie gesagt, ich möchte gerne mal, vielleicht wird es das irgendwann mal geben, möchte ich gerne mal Kimmis Vertrag sehen, den er selbst ausgehandelt hat mit Olli und Brazzo. Das wäre, glaube ich, der ist eine Bombe, der Vertrag. Der wäre, glaube ich, so ähnlich wie so eine legendäre Pressekonferenz vom Tuchel. In Davis würde ich jetzt nur noch spielen lassen, er kämpft um seine Millionen, will er weg, gibt es eine größere Ach, ist doch scheißegal, ob ein Davis, Real Madrid ist von dem überzeugt, wenn Real Madrid den haben will, dann werden die Ablöse X zahlen, ansonsten warten die ja. Hat man doch bei Mbappé gesehen. So. Was wollten die zahlen? 150 Mille? So. Paris hat gesagt, nö, ja, dann warten wir halt ein Jahr. Drauf geschissen. Christoph, ich bin ITler. On-Site-System-Ingenieur. Ist mein toller Titel. Na, das weiß ich nicht. Also kann es sein, dass einige Bayern-Spieler wie Neuer oder Müller einfach nicht wissen, was sie nach ihrer Karriere machen sollen mit der Freizeit und wissen deshalb nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, gerade so Müller und Neuer, dass sie halt einfach noch wollen. Ne? Das glaube ich schon. Alonso geht 25 nach Real, das war immer sein Traum. Ja, wer weiß. In England würden viele Tuchel nehmen, jeder Top-Trainer funktioniert auch mal nicht bei eben, ja, ganz genau. Ganz genau. Ist ja auch, wie gesagt,
Ist ja auch völlig okay, ne? Tuchel kann da auch wieder super glücklich werden woanders. Gerard, hau rein. Und klar gewinnen wir morgen, mach dir keine Sorgen. Karl-Heinz Klinger, genau. Der Jupp macht das dann in der Halbzeitpause eben. Gnabry und Goretzka haben Vertrag bis 26, ja. Ja, und da musste sie es zur Not auslaufen lassen. Ganz ehrlich, anders wird's nicht gehen. Punkt. Wenn die Spieler nicht wechseln wollen, dann wollen sie nicht wechseln. Das ist auch völlig legitim, das ist völlig okay. Dafür gibt's Verträge. Fertig. Dann lass sie auslaufen und gut ist. OGB fährt Emery den Josh und Serge mit dem Trepot nach Barcelona. Gegen Freiburg waren alle stets bemüht. Ja, die Gehälter müssen wieder runter, Bud Spencer, auf jeden Fall. Ich glaube, Alaba hat es nur angekotzt, dass man ihm nicht dasselbe geboten hat wie Kimmich, Sané und so weiter. Das war eine Prinzipsache. Er hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt. Ja, das fühle ich halt immer nicht. Dieses Argument ist so zum Kotzen, Alter. Könnte ich so aus der Haut fahren mit diesem scheiß wertgeschätzt Geblubber, Alter. Da kriege ich einen Kackreiz, aber einen richtigen. Junge. Oh, guck mal, der Leroy hat 2 Millionen mehr wie ich im Jahr. Ich fühle mich jetzt nicht wertgeschätzt. Alter, ja, dann verpiss dich nach Real Madrid, Alter. Boah, dieses Argument, ne, da könnte ich... Leute, wenn es darum gehen würde, dass man von dem Geld nicht leben könnte, ja, würde ich dieses Argument ja verstehen. So, wir reden von Millionen. Fühle mich nicht wertgeschätzt. Alaba hat gesagt, er fühlt sich nicht wertgeschätzt in diesem Verein, Alter. Hat er gesagt. Ja, das ist das bekloppteste Argument, was ein Spieler jemals bringen kann mit seinem Scheiß. Fühle mich nicht wertgeschätzt, Alter. Weil ich nur 12 oder 13 Millionen verdiene und keine 18. Wie der Hernandez, der verpflichtet wurde für 80 Millionen. Jetzt fühle ich mich nicht mehr wertgeschätzt in dem Verein, der alles für mich getan hat. Der mich überhaupt erstmal dahin gebracht hat, wo ich bin. Was ist das denn für eine Aussage, Alter? Da krieg ich den Drang, denjenigen richtig, ne? Sprech's nicht aus. Junge, Alter. Fühl mich nicht wertgeschätzt. Alter Belly, ey. Junge. Echt? Wenn es darum gehen würde, keine Ahnung. Dein Chef zahlt dir 2.500 €, du brauchst 3.000, um zu überleben. Ja, dann kannst du davon reden, du wirst nicht wertgeschätzt, Alter. Aber doch nicht, wenn wir um 12, 13 bis 20 Millionen reden, Alter. Fühl mich nicht wertgeschätzt. Und das macht man natürlich auch nur am Geld fest, oder? Gerade in Alaba hat das nur am Geld festgemacht, dass er sich nicht wertgeschätzt fühlt. Jeder hat ihn in den Arsch geküsst in unserem Verein, Alter. Fühl mich nicht wertgeschätzt, deswegen gehe ich jetzt nach Real Madrid, deswegen hole ich mir den Pini Zahavi als Spielerberater, der uns mit Lewandowski nass gemacht hat bis auf den letzten Cent. Deswegen verpflichte ich den extra und sag zu meinem Vater, du bist jetzt nicht mehr mein Berater, das macht der jetzt. Weil ich mich beim FC Bayern nach 15 Jahren oder was im Verein nicht wertgeschätzt fühle. Alter. Was ein Thema. Könnte ich... Hier. Ja? Das war der einzigste gute Move, der unter dieser Führung passiert ist. Dass man zum Alaba gesagt hat, ja, tschüss, dann geh halt. Wenn dir 17 Millionen nicht reichen, dann verlass diesen Verein. Wenn du dich dann nicht wertgeschätzt fühlst, bitte, geh. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt, Alter. Was ist das für eine Aussage? Lächerlich. Fühle mich nicht wertgeschätzt. Weil ich nur 17 Millionen geboten bekomme. Alter Belly, ey. Das war der einzige gute Move, den ich in den letzten Jahren von unserem Verein gesehen habe, dass man Alaba hat ziehen lassen, Alter. Und da hast du auch gesehen, dass er nicht damit gerechnet hat, dass das passiert. Er wollte nur richtig schön rausziehen aus dem Verein. In dem er 15 Jahre gespielt hat und schon, was weiß ich, wie viel scheiß Millionen auf sein Scheißkonto hat, Alter. Was ein dreckiges Verhalten von so einem verdienten Spieler. Ganz ehrlich.
Da braucht mir auch keiner irgendwas anderes erzählen, was der Alaba für ein toller Typ ist. Das war einfach ein dreckiges Verhalten. Vorher schon zu sagen, oh, mein Vertrag läuft im halben Jahr aus, ich hole mir jetzt den Pini Zahavi, weil er hat ja beim Levi alles rausgekitzelt aus dem Verein. Ja, da fragte ich mal, ob ein Alaba den Verein wertgeschätzt hat. Mit so einem Verhalten, was er da schon an den Tag gelegt hat. Junge. Da muss ich erstmal einen Schluck Tee trinken zum Runterkommen, ey. Tuchel wird nicht weg sein, ist scheißegal, wie wir auftreten. Warum soll der Tuchel morgen weg sein? Mit welchem Grund? Was willst du denn erreichen? Wenn wir morgen aus der Champions League rausfliegen, was willst du dann erreichen? Mit dem Trainerwechsel. Willst du noch Meister werden mit 10 Punkten Rückstand? Gibt doch keinen Grund dann. Es wird doch eher einen Grund geben, wenn du morgen mit Ach und Krach weiterkommst, mit viel Glück, dann hättest du eher einen Grund zu sagen, ja, Alter, da haben wir so viel Glück gehabt, wir hauen den Trainer weg, damit wir noch irgendwie realistische Chancen im Viertelfinale haben, je nach Gegner. So, das wäre doch ein Grund. Aber wenn du morgen ausscheidest, ist alles durch. Das Thema ist gelaufen, die Saison ist abgehakt. Und du brauchst den Trainer nicht rauswerfen. Was willst du da das Geld verschwenden? Macht doch keinen Sinn. Nagelsmann bei Dortmund wird mir ein bisschen Angst machen. Naja, Fenster. Wie gesagt, wir brauchen doch Konkurrenz in der Liga. So. So, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder im Kollektiv. Warum? Und zwar, weil ich das sage, der Hobbydampfer, der fragt, was denkst du über die Situation von Peretz? Meiner Meinung nach hätte man nur mit einem verlängern dürfen, also entweder mit Neuer oder mit Ulreich, aber nicht mit beiden. Ja, ich finde es auch schade. Das ist auch wieder so, da wissen wir natürlich jetzt wieder nicht, auf welchem Mist das gewachsen ist. Ich denke, man hat ihn halt verpflichtet in der Angst, dass ein Neuer nicht zurückkommt oder nicht so zurückkommt, wie er zurückgekommen ist. Dann die Farce mit Mazraoui, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehe, dann kriege ich gleich den nächsten Puls. Und jetzt ist er außen vor, ne, komplett. Weil dann Tuchel, Neuer, Ulle, der Rest ist mir egal. Also das hat Tuchel in den Wind geschossen. So. Wie mit allen jungen Spielern im Kollektiv. Ist ihm halt scheißegal gewesen. Super schade. Ne? Wirklich super schade, weil ich habe es ja schon im letzten Stream gesagt, selbst wenn Neuer jetzt noch ein Jahr macht, was er ja machen wird, hat der Vertrag noch ein Jahr, ist es an der Zeit zu gucken, dass man mit Neuer zusammen jemanden aufbaut. Und das kann ja natürlich nicht der Ulle sein. Ist auch klar, vom Alter her. Ja? Und wenn du da so einen super talentierten jungen Keeper hast, ja, wäre es schön, sowas zu tun. So, aber wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Das bedeutet, wir werden den wahrscheinlich wieder abgeben und wenn der Neuer dann irgendwann seine Karriere beendet, dann verpflichtest du einen für 80, 90, 100 Millionen und wieder total überteuert, weil die ganze Welt weiß, der FC Bayern braucht einen Torwart. Ja, dahin wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ja, Guru, da war jetzt nicht viel Teilnahme mit einer Eins hier, wa? Die sind nicht überzeugt. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wen Emery trainiert hat. War der nicht auch in England? Ja, ne? Aber ich habe auch keine Ahnung. Nagelsmann passt nicht zum BVB genauso wenig wie Terzic nicht zu Bayern passt. Du willst jetzt einen Terzic mit Nagelsmann vergleichen, oder was? Das ist aber ein Schlag ins Gesicht für Nagelsmann, oder? Arsenal, Real, Villa. Okay. Ich brauche mehr Details. Dejan schreibt, das Alaba-Thema war echt hot, dann komm, Süle sagte das Gleiche. Ich muss sagen, bei Süle kann ich das irgendwo sogar noch ein bisschen nachvollziehen, wenn man bedenkt, wie jeder auf ihm rumhackt, von wegen, ja, der ist ja nur Burger am Essen und tralala. Das ist halt ein Ding, was gar nicht geht. Ja, ist ja in Dortmund jetzt nicht anders. Ja, eben. Ja. Mir geht es ja nur darum, was immer von fehlender Wertschätzung spricht. So, das ist halt
das ist halt ein absolut, und das halt immer mit dem Hintergedanken, dass man einfach mehr Kohle will. Da platzt mir die Birne, Alter. Ja. Und nochmal, gerade so ein Alaba mit, ich denke, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass er im Verein nicht wertgeschätzt wurde. Also, das ist lächerlich. Ja, beim Groß kann man das vielleicht damals noch ein bisschen argumentieren, ja, weil er halt die ganze Zeit im Schatten stand und man ihm nicht die sportliche Anerkennung gegeben hat, die er verdient gehabt hätte. Ja, gehe ich mit. Das war ja beim Alaba komplett anders. Ja, war komplett anders. Deswegen war das einfach so eine Farce und so lächerlich, was der Mensch geäußert hat. Nicht wie Chelsea einfach nur ein Haufen teurer Spieler zusammenkommen. Ja, das haben wir ja noch nie gemacht. Wir haben halt einfach nur das Problem gehabt, dass wir zu viele Spieler einfach überbezahlen. Das ist unser Problem, ja. Kramer war Klubberer. Ja, Bayer war er auf jeden Fall. Ist doch alles gut. Die wichtigste Aufgabe für Eber wird sein, dass wir kein Manchester United oder Barca 2.0 werden. Nur Spieler kaufen, egal was sie kosten. Ja, aber das wollen wir doch gar nicht. Das kommunizieren wir doch schon seit Saisonbeginn. Nur der Trainer hat das doch nicht mitgetragen, diese Saison. Ja, und da ist ein Eberl auch gar nicht der Mensch für und ein Freund ja schon gar nicht. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, genau das ist ja, was wir nicht wollen. Klar werden wir auch Stars kaufen, muss man, wie gesagt, man muss halt eine Achse haben. Ja, du musst eine gestandene Achse haben, vielleicht noch mit 2 anderen gestandenen Spielern drin. Aber gerade jetzt mal so auf Bundesliga gesehen, ist es doch völlig fein, wenn du da 6 gestandene Spieler hast und dann 4 junge Wilde, da alle die Qualität haben wie Pavlovic oder ein Tell. Also das muss doch machbar sein für den FC Bayern. Ja, also da sehe ich gar kein Problem. Und es heißt ja auch nicht, dass ein junger Spieler nicht schon erfahren sein kann. Guck dir den De Ligt an. Der ist auch noch super jung, ist ja schon super erfahren und hat Bock, ein Führungsspieler zu sein. Ja, also, nee. Das wird auch nicht passieren. Kramer war Augsburger. Neuer und Müller wollen noch das Finale da oben 2.0 mitnehmen. Ja, aber da kommen sie doch gar nicht rein nach dieser Saison. Diese Saison, gerade wenn man ein bisschen Weitblick gehabt hätte man doch diese Saison was aufbauen müssen. Ja. So, dass du dann eine Grundlage hast für nächstes Jahr, wo du dann punktuell verstärkt hättest, dann hättest du doch davon träumen können, in das Finale da home zu kommen. So. Wie soll das nächstes Jahr gelingen, wenn man wirklich den Umbruch, oder wenn du auch keinen Umbruch machst, gelingt sowieso schon mal gar nicht. Ja. So, diese Spieler wird das nicht mehr motivieren wie die letzten Jahre. So. Also das ist aber so weit weg gerade, das wird richtig wild nächstes Jahr. Ja, ich sag, dass sie klar gewinnen, auch wenn sie eine Wundertüte sind. Ich habe da ein Gespür für. Du hast den Flick nicht wertgeschätzt, deswegen ist er weg. Ja, das wird das Problem gewesen sein. Ich denke, das war nicht das Problem, dass er mehr Mitspracherecht wollte. Was eigentlich auch nur seine Ausrede war, weil er ja eigentlich Bundestrainer werden wollte. Ballert dein Follower-Bot eigentlich immer noch durch? Du bist aktuell auf Twitch bei 3776. Ja, das weiß ich nicht. Nee, glaub nicht. Also, falls das irgendjemand hier gekauft hat, nur mal zur Info, das funktioniert nicht, Leute. Ich weiß, man kann Follower kaufen, sind am nächsten Tag wieder gelöscht von Twitch. Also, macht nicht so einen Scheiß, falls das jemand getan hat. Ich vertraue einmal darauf, dass Eberl unser Verein wieder auf die Füße bekommt. Ich denke, er weiß, was er tut. Ja, ich denke, wer sonst? So, weißt du? Ist ja auch so ein bisschen, welche Alternative wäre gewesen? Ich glaube auch, weil es wird immer so sein, machen wir uns alle nichts vor, so ein Uli
wird immer irgendwo Mitspracherecht haben, das ist halt so. Und ein Eberl kommt mit dem Uli gut klar. Ich denke aber auch, dass ein Eberl stark genug sein wird, auch wenn er es betont hat, dass er ein Teamplayer ist, am Ende die Entscheidung zu treffen, die er auch meint. Ja, und nicht die ein Uli meint. Mal so als Beispiel gesagt. Ich glaube, das kann schon passen. Bayern muss Florian Wirtz holen, oder was sagst du, Kai? Ja, wenn man den bekommen kann, muss man den verpflichten. So, ich habe zwar nur 3 Spiele die Saison gesehen von ihm, aber Alter, du wärst dumm, wenn du das nicht tun würdest. Und wenn er 120 Millionen kostet, ja, dann ist das so. So, dann musst du dem 10-Jahres-Vertrag geben, fertig. Ja, Punkt. Aber selbst wenn du ihn nach 5 Jahren weiterverkaufen würdest, würdest du die Ablöse ja wieder reinholen. Also, du musst den Spieler verpflichten. Das ist ein absolutes Ausnahmetalent. Also. Und auch die Einstellung, die er auf dem Platz zeigt bei Leverkusen, ja. Dieses Kämpferische und einfach gut. Also. Alaba und Hernandez die schlimmsten Heuchler der letzten 20 Jahre, die unser Trikot getragen haben. Boah, da müsste ich echt überlegen. 20 Jahre ist eine lange Spanne. Aber ich glaube, da gab es noch den einen oder anderen mehr. Ey. Alle Spieler sind überbezahlt, es wird immer schlimmer. Ja, ist ja Fakt. Ja, wie gesagt, mit Peretz ist super schade. Ne? Ich hätte mir gewünscht, dass man ihn gerade im Hinblick, ich meine, er kann ja super viel mitnehmen, ja, von Neuer und Ulle im Training, denke ich. Ja, aber man sollte ihm natürlich auch, man hätte ihm ein paar Spiele geben müssen. So. Ja, und nicht nur das eine, was man ihnen dann zugestanden hatte. Also, super schade einfach. Alaba tummelt sich nur in Bayern rum. Wertgeschätzt ist schon krass im Verzug auf Alaba. Ich hätte einen Alaba im Vorstand gesehen, irgendwann mit Müller, das hat er sich verkackt. Ja, keine Ahnung, ich hab das Thema ja damals durchgearbeitet auf meinem Kanal. Ich habe ja auch meine Meinung dazu gesagt. Wenn man dann aber auch die PK gesehen hat, dann hat man ja schon gesehen, dass er eigentlich gar nicht weg wollte. Ja? Aber dieses Argument dann, ich verstehe es ja bis heute nicht. So. Ja? Nicht wertgeschätzt, was dann um 1 oder 2 Millionen geht. Also liegt vielleicht einfach auch daran, dass ich halt, ja, das sind Zahlen, das ist ja Utopie, Alter. Ja. Selbst 1 Million ist eine Utopie für mich. So, wie willst du das dann nachvollziehen? Dass da ein Typ ist, der schon wahrscheinlich 80 Millionen insgesamt in seiner Karriere vom Verein bekommen hat. Wie willst du das nachvollziehen? Ja, das geht halt nicht. Corhido, ja, vielen Dank. Ist halt ein Thema, wo ich explodiere, Alter. Ist halt so. Dieses Wertgeschätzt ist halt, ach, das ist ja auch so, das ist ja auch in der heutigen Gesellschaft so, ja. Sagt man ja immer, ja, ich fühle mich nicht wertgeschätzt in meiner Firma, weil, was weiß ich. Fühle ich halt nicht. Ja, diese Obergrenzen wären schön, wird es leider nie geben, ja. Oder was halt auch cool wäre, wie im amerikanischen Sport, dass du so eine Gehaltsobergrenze für deinen Kader hast. Wäre auch super geil. Ja, du kannst ja dann selber gestalten, wie du das verteilst. Aber das wird sich nie durchsetzen. Weil dann wirst du immer noch die Scheiß haben in City und in Paris. Ja, klar, der Kader verdient so viel und dann hintenrum ist er noch irgendwie angestellt als Putzfrau bei irgendeinem Unternehmen, wo er 50 Millionen im Jahr verdient. So, weißt du, das wird halt leider nicht klappen, sowas. Ja, deswegen ist das ja auch, dass es so wehtut mit Alaba, ne? Also welcher Spieler stand mehr oder welchen Spieler hat man auch mehr abgenommen, dass er für den FC Bayern brennt und so weiter. Und dann da zu hören, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, war halt auch ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, Alter. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich würde Peretz verkaufen, lieber Kobel holen. Weiß ich auch nicht.
Alle Vereine sollten mal auf Jugend bauen und nicht irgendwelche Leute aus anderen Vereinen holen. Ja, aber dafür muss ja auch erstmal eine gute Jugendspieler haben, ne? Da kommen wir ja zum nächsten Problem. Wieder ein Tag mit Alaba, ja, diese Millionäre, Abzähler und Millionenvergleicher in der Kabine, die leben doch in ihrer eigenen Welt, die Spieler. Ich habe ein Jahr ehrenamtlich in Obdachlosenunterkunft gearbeitet, das ist die echte Welt. Ja, Chapeau. Ziehe ich meinen Hut vor. Und klar leben die in eigener Welt. Ja, es ist ja, was ich sage, wir können das halt auch nicht nachvollziehen. Wenn du wahrscheinlich auch Teil dieser Welt wärst, weiß ich nicht. Dann kriegst du vielleicht auch so ein Hau weg. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ich denke, das ist auch immer so oft von Mensch zu Mensch bezogen. Ja. Also, ich habe halt nicht diesen Drang. Ich bin halt auch nicht dieser Mensch, der sagt, mein Haus, mein Auto, mein goldener Pillemann oder sowas. So, mir alles wurscht. Ja. Süde sagte das Gleiche. Ja, Süde. Den Süde, ey. Ich fand's schade, dass er gegangen ist, ja. Weiß ich nicht. Beim Süde kann man, wie Simara schon sagte, da hast du aber wenigstens ein paar Argumente, ne? Nur, es ist doch mal so, Bayern wollte Stars verpflichten und die messen sich im Gehälterlevel. Und hier sind die wenigsten gefeit. Ja auch nicht. Nächste Saison muss Peretz die Pokalspiele bekommen. Ja, ist natürlich immer schwierig, so diese Torwart-Geschichten, ne? Weiß ich auch nicht. Also mich würde es freuen für ihn. Also was ich damals so gesehen hatte, wo er verpflichtet wurde, sah vielversprechend aus. Ist halt wieder schade, dass so ein Talent da so. Ja, warum hast du ihn dann verpflichtet, so, weißt du? Dann schenkt er das doch. Dann verpflichte irgendwie doch einen 30-jährigen alten Sack, den er da wieder hinsetzt und dann ist doch gut. Ja, aber verpflichte doch nicht so einen jungen Versprechen, das Blaue vom Himmel. Ist dasselbe wie mit Gravenberg etc. Ja, und dass sie dann auf der Bank versauern. Klau ihnen 1 oder 2 Jahre ihrer Karriere, was soll der Mist? So, weißt du? Dann verpflichte einen 30-jährigen alten Sack, der Bock hat, da ein paar Mille abzusahnen und gut ist. So, dann ist doch alles gut. Ist halt super schade immer. Ich will gerne mal mit Süle ein Wettessen machen, da wirst du keine Chance haben. Zumindest nicht, wenn es um Burger geht. Wenn du ein größeres Angebot bekommst und ablehnst, erzähl uns davon. Ja, aber darum ging es ja jetzt gar nicht, Chico, oder? Und ich könnte aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich verdiene Durchschnitt für den Beruf, den ich ausübe. Ich könnte locker, ja, 8.000 bis 1.000 Euro mehr verdienen. Gar kein Problem. Müsste ich halt die Firma wechseln. Ich habe pro Woche auf Zing 2 Angebote, 2 Nachfragen. Also das wäre gar kein Problem im IT-Bereich. Aber nee, ich bin zufrieden. Ne? Was natürlich auch damit zusammenhängt, unter welchen Umständen ich gerade arbeite und so weiter. Alles ist gut. Ne? Aber wenn es so darum geht, immer mehr Geld zu haben, ja, da ist das möglich, aber nee, will ich gar nicht. Ich bin zufrieden, wie es ist und damit ist gut. Aber das ist ja auch immer typbedingt so. Guck mal, der Peter Lünnemann schreibt, ach, weiß ich nicht, so ist nun mal der Markt und der Markt gibt die Zahlen vor. Wenn ein Arbeitgeber kommt, der mehr zahlt, würde keiner von uns Nein sagen. Doch, ich habe schon oft genug Nein gesagt. Aber es hängt halt davon ab, was man möchte. So. Wie gesagt, ich habe jetzt aktuell beim Arbeitgeber viel Homeoffice, was natürlich ein Argument ist. Wenn ich jetzt einen Tausi mehr verdienen möchte, müsste ich halt im Vor-Ort-Service arbeiten. Das heißt, ich wäre wieder den halben Tag im Auto unterwegs. Das habe ich auch schon gemacht, ein paar Jahre. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das muss halt so jeder für sich wissen, weißt du? So.
keine Ahnung, ich denke, das ist so eine Einstellungsgeschichte. Ja. Klar, wenn ich jetzt irgendwie zu wenig Geld verdienen würde, dass ich nicht davon leben könnte oder einen super schlechten Lebensstandard hätte, dann gebe ich dir recht. Ja, dann wird man wahrscheinlich nicht überlegen, ja. Aber es kommt auch immer darauf an, welchen Lebensstandard man für sich selber haben möchte. Ja, aber nur weil jetzt irgendwie eine andere Firma kommt und sagt, komm, hier kriegst du 1.000 mehr. Ja, muss man das machen? Weiß ich nicht. Ich denke aber, das ist so eine Typgeschichte. So. Also mir persönlich ist Zeit halt wichtiger wie Geld. So, das ist so der Take, den ich machen kann. Ja. Und wenn ich natürlich Homeoffice habe oder auch einen kurzen Arbeitsweg, der aktuell bei mir so zwischen 20 und 30 Minuten ist, je nach Verkehrslage. Ich habe auch schon Arbeitswege gehabt, wo ich 1,5 Stunden fahren musste. So, das muss jeder für sich entscheiden, ja. Aber dann verzichte ich lieber auf Geld und habe dafür mehr Zeit. So. Also ich habe schon beides gehabt. Und für mich ist das so der Weg, der mir gerade zusagt. Aber ja, klar verstehe ich das Argument. Ja, logisch. Aber Geld ist halt auch nicht alles im Leben. Gerade wenn man so ein paar Sachen mal mit Krankheit und so erlebt hat, dann weiß man, dass vielleicht ein bisschen weniger Stress im Leben und ein bisschen mehr Zeit, ja, wichtiger ist, als wenn du 1.000 oder 2.000 Euro mehr im Monat hast. Weil die können dir Zeit einfach nicht wiedergeben. Ja. Was bringt dir das, wenn du mit 65 den Löffel abgibst und was dann? Hast 100.000 auf dem Konto und dann? Was hast du dann davon? So. Hast dafür aber dich gestresst, jeden Tag bis zu 18 Stunden unterwegs oder was. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich beurteilen. Ne? Ist nur meine Meinung. Und das, ich weiß, in meinem Alter, ne? Weil unsere Generation ist ja noch so, ja, jeden Tag 10 Stunden ackern, am besten jeden Samstag, Sonntag mitnehmen, Überstunden, ja. Ja, Chef, mache ich natürlich. Ich weiß. Ja. Bin ich dann Generation G oder Z oder wie heißt das? Die für eine 4-Tage-Woche sind? Ich bin auch für eine 4-Tage-Woche. Absolut, Alter. Mal kurzer Abschweif vom Fußball. In anderen Ländern ist das schon lange gang und gäbe. Und in Deutschland bist du dafür gesteinigt mit so einer Meinung. Aber nochmal, am Ende muss das jeder für sich wissen. Aber mir persönlich ist Zeit wichtiger wie Geld. Kannst natürlich jetzt nicht auf den Fußball übertragen, wa? Die haben eh keine Zeit, dafür eine Menge Geld. Aber die haben auch auf jeden Fall Spaß in ihrem Beruf. Und das ist vielleicht auch erstmal das Wichtigste, ne? Ich glaube auch, es macht keinen Sinn, den Job zu wechseln, wo du 1.000 Euro mehr bekommst, aber es dir am Ende keinen Spaß macht und du jeden Morgen aufstehst, so, ich habe eigentlich keinen Bock, scheiße. So, das macht dich auf Dauer auch nur krank. Bringt halt auch nichts. So, Süle war gut bis zu seiner Verletzung. Ach, Süle war auch so gut. Ja, um mal zum Süle zurückzukehren. Also ich fand den Süle gut bei uns. Ja, ich fand auch diese Diskussion lächerlich mit den, oh ja, jetzt hat er 3 Kilo zu viel, weil er 2 Burger gefressen hat. Ja, drauf geschissen, Alter. Mario Basel hat sich damals vorm Spiel ein Bier reingekippt und hat in der Halbzeit eine Kippe geraucht. So, wen interessiert's, wenn er gut performt. Und ein Süle hat, Großteil der Spiele waren Süle gut, oder nicht? Ja, also habe ich nie verstanden, diese Argumente immer. Fand ich ein bisschen schade. Die Narbe sitzt tief bei dir mit Alaba, ja, verstehe ich. Tuchel hätte mit 11 Premier League-Spielern und 3 weiteren guten Kerlen den Titel geholt. Wahrscheinlich, ja. Alaba war ja auch... Guck mal, Alaba, das ist ja auch, warum das so wehtut halt. Alaba war der, den du es halt abgenommen hast auch, dass er den Verein liebt. Hat man ja auch gesehen, wo er auf der Pressekonferenz saß wie ein Häufchen Elend. So, deswegen ist das ja so Schlag ins Gesicht, ja. Wir wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist. Alles gut, alles richtig. Weiß nicht, was der Bratzo da verbockt hat, aber schwierig halt. Süde komplette Selbstüberschätzung. Hat uns sicher nicht geschadet. Wer es nicht schätzt, bei uns zu spielen, soll gehen. Wir brauchen Macher. Naja, ich glaube, den Süle ging einfach auf Eier, dass halt immer, wie Simara schon sagte, immer darauf rumgeritten wurde. Ne? Dass er sich mal 2 Burger reinballert und dies und das. Und
Ja, du ist jetzt bei Dortmund nicht anders. Also der Wechsel hat ihm ja nichts gebracht. Und vor letzten Jahr brauchen wir gar nicht erst reden. Das war dann so die Karma-Schelle wahrscheinlich für ihn. Ich will Nagelsmann nicht mit anderen Trainern oder erst recht nicht mit Terzic vergleichen. Was ich sagen wollte, dass viele Namen werden ins Spiel gebracht. Alles, was einen Namen hat, wie zu Bayern. Ja, das ist ja normal gerade. Ne? Eigentlich trinke ich trinke sowieso sehr, sehr wenig Alkohol. Ich habe früher also jedes Wochenende gefeiert. Deswegen, ja. Aber wenn ich morgen ein gutes Spiel sehe, dann mache ich in der Halbzeit mal einen Augustiner auf. Gönne ich mir. Mache ich. Vier Jahresverträge gibt's nur. Ja, ja. Ja, ja. Wie ist es Weltklasse? Auf Position gibt es keinen besseren, der gehört zu Bayern. Das weiß ich nicht. Dafür kenne ich mich nicht genug außerhalb der Bundesliga aus. Aber alles, was ich so bisher gesehen habe von dem, also du musst da reingehen. Peter, guten Abend. Davis spielt ähnlich schlecht wie Kimmich, Goretzka, Müller, Sané oder Gnabry und möchte das gleiche Gehalt wie genannten. Von diesem Blickwinkel aus kann man ihn verstehen. Ja, aber das ist ja der verkehrte Blickwinkel. Ja, das ist ja, was ich sage. Wir müssen mal wieder davon wegkommen. Klar, sein Argument fühle ich, ja. Aber du kannst natürlich auch direkt das Gegenargument bringen. Was hat ein Kimmich, ein Goretzka, Müller, ein Sané und Gnabry? Gnabry nehme ich mal raus, Sané auch. Aber nehmen wir mal Kimmich und Müller. Was haben die in ihrer Karriere schon geleistet und erreicht? So, und dann kommt so ein junger Bub, der gerade 2 gute Saisons gespielt hat, seit einer Saison sehr durchwachsen spielt und will dann dasselbe verdienen. Also das Argument in der Vertragsverhandlung könntest du ja direkt ausbremsen. Ja? Brauchst ja nur mal die Erfolge nebeneinander halten. Also. Ja, ich glaube auch, dass Peretz noch verletzt ist. Ja. Aber hat ja nichts damit zu tun, dass er vorher auch keine Chancen bekommen hat. Ja, FC-Talent, ne? Das ist schon wild, ne? Leverkusen macht halt denselben Mist, den der FC Bayern auf höherem Niveau macht. Wie es jeder Bundesliga-Verein macht. Ja? Stellt euch mal vor, das hätte die Kölner auf jeden Fall gesund gestoßen. So ein 100-Millionen-Transfer. Wietz erinnert mich an Havertz. Ja, aber Havertz, weiß ich nicht. Glaubst du, warte kurz, glaubst du, ein anderer Trainer hätte mit diesem Kader die Meisterschaft geholt? Tuchel passt nicht zum FCB, aber dieser Kader ist meiner Meinung nach nicht mehr allzu stark. So wie Leverkusen die Saison spielt, sehr wahrscheinlich nicht. Hätten wir besseren Fußball gesehen? Sehr wahrscheinlich ja. Hätten wir bessere Chancen gehabt, noch um irgendwelche Titel zu spielen? Definitiv ja. So, jetzt darfst du. Schmierhöhl schreibt, dass man Cancelo nicht fix verpflichtet hat, begreife ich heute immer noch nicht. Er wäre garantiert eine Bereicherung gewesen. Ja, da ihr alle so presseaffin seid und alles glaubt, was in der Presse steht, habe ich vorgestern erst noch gelesen, dass das Tuchels Entscheidung war. Tuchel hat sich umentschieden. Es war schon alles fix mit dem FC Bayern und dann hat Tuchel doch sein Veto eigentlich gesagt, ich brauche ihn doch nicht. Womit wir wieder beim Thema sind. Wo der Kreis sich schließt. Stimme ich 100% zu. Ja. Also. Aber weil wir beim letzten Stream ja auch gehört haben, ja, das war ja nicht Tuchels Entscheidung, dass man Pavlovic abgegeben hat. Nee, natürlich nicht. War nicht Tuchels Entscheidung. Weißt du? Pavlovic? Ja, Stani meine ich. Ach so. Mit Alaba kannst Kai triggern. Ja, generell mit dieser Diskussion einfach. Was hast du gesagt? Ich habe Simon begrüßt. Wow. Simon, kannst du dir was drauf einbilden? Alle anderen wurden nicht begrüßt von der Mara. Ist doch gar nicht wahr. Das Argument mit der Gehaltsobergrenze in den USA ist aber auch immer ein lahmer Vergleich. Da werden dann Unsummen durch Werbeverträge und so weiter wieder zugeschustert. Da kann man es auch so lassen, wie es ist. Ja, das sage ich ja. Ne? Das wäre ja hier nicht anders. Aber du musst ja mal irgendwo versuchen, Hebel anzusetzen, wenigstens.
Die Scheiß werden irgendwann das Interesse an den europäischen Fußballvereinen verlieren, sobald die in der arabischen Liga all die alten Superstars spielen oder sogar in der Champions League. Ja, das wird ja nicht passieren. Du siehst doch schon, dass die jetzt schon wieder weg wollen oder schon teilweise schon wieder zurück sind, wie so ein Henderson. Ja. Das ist halt Drittliga-Fußball, wenn überhaupt der da gespielt wird. Ja, also. Würde mich sehr wundern, wenn das da irgendwie auf Dauer. Na gut, die haben die Ausdauer und das Geld, ja. Im Gegensatz zu damals, was war das? Japan oder China oder was? Wird man sehen. Manfredo, das weiß ich doch. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich sehe das täglich in den Kommentaren. Ich habe da kein Knacks weg, dass ich keine Wertschätzung erfahre. Auch mal abgesehen von dem hier. Ich habe genug Wertschätzung in meinem Leben. Ja, wenn. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre mein Vater Millionär, ne? Statt Perre zu verpflichten und ihn auf der Bank schimmeln zu lassen, hätten wir auch Früchtel behalten können. Ja, aber der hat ja keinen Bock mehr gehabt. Der war ja lang genug außen vor. Ist ja auch ein Riesentalent. Super, das nächste Riesentalent und so weiter. Ja, siehst ja, was passiert. Ich finde es als Österreicher schade, dass einer unserer, wenn nicht das Top-Talent aus unserem Land, sich so verhalten hat. Ja, mein Gott. Ich sag ja, ich glaube, dass das. Vielleicht kann man da gar keinen Vorwurf machen. Vielleicht ist er getrieben durch irgendwelche Spielerberater oder sonst was. Man weiß das ja immer alles nicht. Ja? Wir sehen das ja alles nur von außen und ja, man empfindet das so, aber keine Ahnung. Chico. Ja, alles gut. Habe ich auch nicht so verstanden. Ich wollte einfach nur meine Meinung zu sagen. Also wenn du als ITler kein Homeoffice hast, dann weiß ich auch nicht. Nee, normalerweise hätte ich das nicht. Das ist halt so ein besonderer Standort. Ansonsten haben wir ganz, ganz viele ITler bei uns in der Firma, die kein Homeoffice haben. Ich hatte selbst während Corona nicht einen Tag Homeoffice. Ich war komplette Corona-Zeit durchgehend vor Ort. Als ITler. Wild, ne? Wild, 2 Euro. Alaba hätte mit Müller, Schweini, Lahm auf einer Stufe stehen können. Da stand er ja. Natürlich kannst du keinen Normalverdiener mit einem Millionär vergleichen. Ich muss als frischer Vater halt sehen, dass ich Geld und Zeit habe. Als Vater sollte man nehmen, was man bekommt, aber auch Zeit haben. Ja. Es bringt deinem Kind ja auch nichts, wenn du nicht da bist. Und es dafür, was weiß ich, zu Weihnachten die schönsten Geschenke bekommt. Ja, dann ist wahrscheinlich der andere, das Gegenteil wahrscheinlich sinniger, wenn du da bist und das Geschenk vielleicht ein bisschen kleiner ist. Aber nur meine Meinung. Was hältst du davon, Hermann Gerland bis zur Saisonende als Trainer einfach, um mal neuen Wind in die Mannschaft zu bringen? Ja, das wäre ja kein neuer Wind, das fühle ich nicht. Jetzt nicht mehr. Vor 2 Wochen hätte ich das gefühlt, ja. Hätte ich dir zugestimmt, aber die Saison ist gelaufen halt. Was soll das jetzt noch bringen? Geld beruhigt, aber Freizeit ist Lebensqualität. Ja, wie gesagt, hat ja jeder seine Ansichten. Ich verstehe auch jeden, der das anders sieht. Alles gut. Habe ich kein Problem mit. Kommst du aus dem Pott? Ja. Ja, klar hätte Alaba locker noch mal einige Mille bei uns machen können. Das steht ja außer Frage. Deswegen ist das ja immer so komisch, weißt du? Das kannst du ja nicht nachvollziehen als Normalsterblicher. Bin auch für eine 4-Tage-Woche, sogar für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, das geht ja jetzt in die Politik rein, aber John Jay, ich stimme dir dazu. Ohne da mal weiter drauf einzugehen. Tiger Chris, hallo. Skandal in Valencia.  Dänemark macht es. Ja, da bin ich ja bald eine Woche.
Schweden nicht auch? Generell die skandinavischen Länder sind da in solchen Sachen sehr weit vorne, ne? Macht natürlich auch mehr Sinn, wenn die Leute, ganz kurz, wenn die Leute nicht so ausgelaugt sind, ja, und vielleicht mal ein bisschen fröhlicher zur Arbeit gehen und nach den 4 Tagen 3 Tage Pause haben und dann wieder fröhlich zur Arbeit kommen und produktiver sind und Lust haben, als wenn wie 80% der Deutschen, ich geh zur Arbeit, Alter, ich mach 10 Stunden Schicht, 6 Tage die Woche, ich hab keinen Bock. Ja. Aber auch nur meine Meinung. Abseits vom Fußball mal kurz. Packen wir Lazio morgen 3-0. Daniel, 3-0, ganz easy. Wir werden morgen brennen. Wenn die richtigen Spieler in der Startelf stehen. Ja, guck mal, Bot, dann ist doch alles gut. Wenn du ein eigener Chef bist, dann kommst du doch klar. Komisch, dass Basler gegen Süle selbst stichelt. Ja, der Basler, komm jetzt mal ernsthaft, wir können mal kurz zum Basler was sagen. Alles, was ich von dem teilweise lese, ich weiß nicht, am Anfang habe ich den ja echt noch gut gefunden als Experten, aber der labert ja eine Scheiße zusammen, Alter. Das geht ja schon langsam in Richtung Didi-Niveau. Weiß auch nicht, ob der nur noch polarisieren will oder was. Hat der auch irgendwie Aufmerksamkeitsprobleme oder was ist los mit dem Mario? Es geht ja darum, ob man trotzdem Leistung bringt oder nicht. Basel hat immer, Basel hat auch oft genug nicht geliefert. Ja, müssen wir auch mal sagen. Hat zwar geniale Momente gehabt und Freistöße konnte er immer schießen. Allein dafür hat es schon gereicht, dass er auf dem Platz stand. Das ist richtig. Aber komm, der hat auch schon seine, ne? Vier-Tage-Woche, wäre schon froh über eine 5-Tage-Woche. Wenn man teilweise 11 Tage am Stück arbeiten muss in Wechselschicht, tröstet die Kohle auch nur mehr schlecht als recht drüber hinweg. Ja, stimme ich dir zu. Ich habe auch mal 1,5 Jahre in Kontischicht gearbeitet. 2 Tage früh, 2 Tage Mittag, 2 Tage Nacht, 2 Tage frei. War auch sehr geil. Hat dich nur komplett zerfickt. Vom Kopf alleine her. So schlafrhythmusmäßig und sowas. War super viel Geld, ja. Aber mach das mal länger wie ein Jahr, da wirst du bresig in der Birne. Aber das ist ja auch jeder ein bisschen anders, ne? Der Schiedsrichter hatte die Pfeife verschluckt und wollte sie wieder auskotzen. In dem Moment kam die Flanke rein. Skandal! Basel hat aber gesagt, dass er das heute nicht mehr so bringen könnte. Ja, na klar kannst du das heute nicht mehr so bringen. Ja? Die heutige Zeit ist ja ganz anders. Das ist klar. Wäre fette Fahrradkette. Hätte Fahrradkette, GB. Was ist los mit dir? Mann. 7-1, Servus zurück. Tuchel wollte einfach ohne Rechtsverteidiger in die Saison gehen. Er wollte halt unbedingt einen Walker haben. Weil er einfach, ich weiß nicht, der Tuchel... Ich habe selten einen Trainer gesehen, der so festgefahren auf Spieler ist. Ja? Selten, wirklich. Der so wenig nach Leistung geht und einfach festgefahren auf seine Spieler ist. Verstehe ich bis heute nicht. Aber muss ich auch nicht mehr zum Glück. Der kann rechts und links hinten, der kann sogar ein defensives Mittelfeld spielen und super ballsicher. Ja, aber soll man sagen, ne? Naja, habe ich gelesen, Bot, ob das jetzt wirklich so war, weiß ich nicht. Ne? Ich habe es nur gelesen gehabt. Dass er sein Veto ist. War schon alles safe mit dem Verein angeblich. Und dann hat Tuchel gesagt, nee, ich brauche ihn doch nicht. GB wurde nicht begrüßt. GB. Hallo GB! Schlechtes Nachmachen, ne? Ich hatte ihm angeboten, dass ich ihn verabschiede, sollte er jetzt gehen wollen. Weißt du, so als Wink mit dem Zaunpfahl. Aber er ist immer noch da. Was hältst du von Guerrero auf der 8? Wenn er einen richtig defensiven Sechser hätte, wäre, glaube ich, eine Kanone. So, gegen Stuttgart war es gut. Sehr gut sogar. Welches Spiel war es noch? Da war es super schlecht, weil er defensiv einfach null mitgemacht hat. Ja?
ansonsten spielerisch und balltechnisch natürlich eine Bereicherung auf dieser Posi. Definitiv. Aber ich glaube, er bräuchte auch einen defensiven Part hinter sich. Genau, Wild, GB. 2 Euro. Eigentlich sollte ein Spiel eingeführt werden, wer triggert Kai am meisten. Ja, aber dann nur mit einem 10er Einsatz jedes Mal. Den hat er vom Bummel rausgehauen? Geil. Wenn meine Schwester ein Penis, dann wäre sie mein Bruder. Der vom Bummel war auch ein gut, ne? Simon, viel Spaß wünsche ich dir. Bis morgen der Glücksbringer. Platz 1 Erfolgsfan, Platz 2 Alaba. Nee, Alaba, nicht Alaba unbedingt, sondern dieses Wertschätzen. Ne? Dieses Wertschätzen in Verbindung mit Geld. Den kannst du aber auf 1 mit Sternchen setzen. Überhaupt schon Fußball gespielt? Ja, und ja, die triggern mich ja nicht wirklich. Das sind halt einfach Sachen, über die ich nicht diskutiere, deswegen blende ich die Idioten gleich aus. Weil du da gleich merkst, auf welchem Level die reden wollen, so, weißt du? Aber triggern tun die mich nicht. Könnt ihr uns den Übel verkaufen? Ja, wegen mir könnt ihr den gerne haben. Aber pass auf, wir machen das so, ihr bekommt den Nübel, wenn ihr den Serge auch noch nehmt. Wir müssen jetzt immer Pakete machen, ne, zur neuen Saison, damit wir die Spiele auch loswerden. Mal spaßeshalber, wärst du Sportdirektor beim FCB? Welche 3 Spieler würdest du für den Sommer ins Visier nehmen? Kann ich dir nicht sagen, ey. Ich bin hier nicht so im Spielermarkt drinne. Wie gesagt, ein Wirtz kommst du nicht dran vorbei. Sollte klar sein. Ja, aber ansonsten. Also mit den Torwarttalenten beim FCM ist echt traurig. Seit 20 Jahren sitzen jedes Jahr 2 neue Nachwuchstorhüter und die im Vorjahr sind im Nirgendwo verschwunden. Oh, schade, ne? Genau, der Hansi macht's in Barca. Der kauft den Viererblock der deutschen Nationalmannschaft, die bei uns unterperformen, und dann gehen die richtig steil in Barcelona. Das Schlimme ist, die kriegen erstmal einen Kulturschock in Barca, wenn die auf einmal so viel Fehlpässe sehen. Das kennen die ja gar nicht. Die Glassauerei. Kommt Ja, darauf an, Peter, was man als ITler macht, ob man Homeoffice machen kann. Bot, das ist vollkommen richtig. Wenn man aber On-Siter ist, dann kann man halt kein Homeoffice machen. Das impliziert ja schon das Wort eigentlich. Du darfst. sehr nett. Peter Lünnemann fragt, hast du eigentlich einen Trainerschein oder beurteilst du einfach aus deinem Fanherz? Kommt in den Analysen alles schon sehr wissend und professionell rüber? Nee, ich hab keinen Trainerschein. Bin einfach nur ein ganz normaler Dude. Ich habe früher viel Fußball gespielt und auch so. Aber ich habe keinen Trainerschein. Punkt. Platz 5, feiner Kerl. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Guter Kerl, nochmal. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Verstanden jetzt, ja? GB. Sehr gut. Fliegt nicht mit den Graugänsen im Sommer Richtung Spanien? Ja, hoffentlich. Ja, na klar, Bot, kommt das eben. Ich sag ja, das ist ja auch jeder. Es gibt ja auch viele Menschen, die aufgehen, weil sie so einen Job haben, den sie lieben, und das fühle ich ja. Das muss jeder fühlen. So, für mich ist halt Arbeit da, um zu leben, und nicht, ich arbeite nicht, um zu leben. So, ne? Aber ich habe da auch nichts gegen, wenn Leute da sind, die voll ihre Bestätigung aus ihrem Beruf erfahren und da richtig aufgehen. Ist schön, freut mich für diese Menschen. Fideas, Abend. Kanton im Sperrbezirk. Fick. Ach ja.
Basler will polarisieren oder pulverisieren. Hatte 2 Jahre lang eine 4-Tage-Woche. Nach kurzer Zeit fühlen sich die 3 Tage frei wie 2 Tage an. Das ist schon klar. Aber du bist ja auch trotzdem erholter, oder nicht? Dass das irgendwann zur Normalität wird, ist ja logisch. Der Mensch gewöhnt sich ja eh an allem. Aber es ändert ja nichts daran, dass du einfach einen Tag mehr hast, wo du Zeit für dich oder für die Familie oder sonst was hast, ne? Könntest mal beim Doppelpass mitmachen. Dazu Basler, Loda, Tuchel, Hoeneß, Brazzo. Ja, aber das Problem wäre ja, die nehmen dich ja nicht ernst. Ja, da sitzt halt irgendein Dude, irgendein dummer Fan, die würden ja niemals ernst nehmen. Du könntest ja gar nicht auf Augenhöhe mit solchen Leuten diskutieren, was ich auch verstehen würde. 1:2 für Lazio. Ach du grüne Neue. Willst du dazu noch irgendwas äußern? Stimme im Hintergrund. Nee. Ist Wie, halt nee? einfach ein Bauchgefühl. Ja, man kann ja nicht so einen Take raushauen und dann sagen, nee. Harry Kane ist morgen on fire. Ja, das kannst du dir ja ausmalen, wie Der du macht 3 magst, Hütten. aber ich sehe das halt so. Ich sehe das. Ja. Ich bin richtig gehypt auf das Spiel morgen. Ja, ich bin auch schockverliebt. Ja, Bot, ist ja auch okay. Aber du kannst ja jetzt nicht die Chinesen als Beispiel bringen, oder? Das ist ja aber ein ganz wilder Take. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Dann gehen wir hier in eine Diskussion rein, die weit weg vom Fußball ist. Aber irgendwelche armen Chinesen als Beispiel zu bringen, Alter, die in ihren Firmen schlafen und... Oh, nee, ganz wild. Platz 6 Leistungsprinzip. Howie, vielen lieben Dank. Ich hab vorhin schon aus Spaß gesagt, wenn wir jetzt 5.000 haben, dann werden wir jetzt den Auftrag verteilen, dass sich jeder einen zweiten Account macht und nochmal abonniert, damit wir 10.000 haben. Macht das natürlich nicht, weil wegen Viewtime und so. Schockverliebt, ganz genau. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Auch ich habe große Hoffnung in Thomas Tuchel gesetzt. Ey, Manfredo, da sind wir auf einer Wellenlänge. Als er aber nach dem 0:3 bei Manchester City erklärt, er sei schockverliebt in die Mannschaft, wusste ich, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt. Ja, da sind die ersten Zweifel gekommen, ne? Definitiv. Von da an ging es nur noch in eine Richtung, ey. GB ist wie Serge. Da denkst du, jetzt knallt es, flitzen und dann kommt heiße Luft. Vielleicht ist der GB ja Serge. Ich meine, überleg mal. Seitdem der Serge verletzt ist der GB jetzt ziemlich aktiv. Den Take, den habe ich ganz am Anfang schon gebracht. Deswegen habe ich ihn ja immer Serge genannt, wegen dem GB, Gnabry. Da müssen wir jetzt aber mal aufpassen, wenn der jetzt wieder aktiver wird, der Serge. Ne? Nicht, dass der GB dann hier weniger da ist. Oder wir müssen dann gucken während des Spiels, ob der Serge mit dem Handy auf der Bank sitzt. Ach, herrlich. Basel und die sagen teilweise dasselbe wie du. Und du sagst, dass die Blödsinn reden. Merkst du? Merkst du selber, oder? Teilweise. Ich habe auch nicht gesagt, dass der Basel oder die nur Blödsinn reden. Würdest du am Saisonende auch echt witzig finden, wenn der Einzige auf dem Balkon am Marienplatz Didi ist und sich dafür feiert, dass er mit Tuchel recht hatte? Würde ihm sogar zutrauen. Das wäre aber schon wieder cool. Da würde ich ihn dann schon wieder für feiern. Am besten mit so einem Schild, ich hab's euch doch gesagt. Hauptsache in Bayern wird es unter der neuen Führung ruhiger. Dann stimmt es in der Mannschaft und der Trainer kann in Ruhe arbeiten. Die ganzen Quertreiber raus und dann wird es wieder. Ja, es muss halt jetzt ein kleiner Schnitt her. Das ist schon richtig.
Ja, ist kein Problem, Chico. Ich hab auch schon gezockt mit Pulsmesser. Also. Denke auch, dass man das merkt, oder? Ja, komm, ich werde nicht so ruf wie der Uli, oder? Muss ich aber nochmal nachgucken, du. Bist du eigentlich zum FC Bayern gekommen? Ich war einfach da und der FC Bayern war im Kopf. Da gibt's keine Geschichte zu. Wir sind alles gute Kerle hier. Und gute Frauen natürlich. Zuerst war aber feiner Kerl. Der Barca wollte Kimmich mit der Chipkarre nach Barcelona fahren. Das Bild hätte ich gern gesehen. Ja, guck mal, da wäre ich mit dem Barca auf einer Linie gewesen. Wenn es mir schlecht geht, gucke ich die legendäre Picard an, scheint die Sonne. Ey, ohne Scheiß, ich muss mir das irgendwann auch nochmal reinziehen. Ich bin ja auch so einer, ich kann ja auch, wenn ich mal meinen eigenen Scheiß manchmal genötigt werde zu gucken, kann ich mich ja auch über mich selber noch aufregen oder lustig machen. Ne? Das ist eine Stärke von mir. Ich kein Problem mit. Woher nimmst du die Zuversicht nach all den Wochen voller Grottenkick? Guck mal, das ist ganz einfach. Erstmal natürlich, der Fakt, Tuchel ist weg. So. Dann ist ja der Fakt so, Eberl da, die muss das Spiel an die Pflicht nehmen, Blasülz. Wir haben sehr gute Einstellung gegen Leipzig gesehen. Also aus meiner Sicht sehr gut. Klar, spielerisch und so brauchen wir nicht reden. Ne? Viel Stückwerk und sowas ist ja auch logisch nach so einer Periode wieder war. Aber man hat gesehen, die Spieler wollen und geben Gas. Dann hast du Freiburg. Ja, du hast sehr schlechte 30 Minuten gehabt. Wirklich sehr schlechte 30 Minuten. Du hast aber trotzdem noch bei einem großen Teil der Spieler schon gesehen, sie wollen. Aber ich glaube, da war schon so im Hinterkopf so, ja komm, wir sind 8 Punkte hinter Leverkusen, die marschieren Meisterschaft, haben wir nichts mit zu tun, alles ist gut. Wir nehmen mal so 10-15% raus, weil wir spielen in 3 Tagen gegen Lazio. So. Ja. Und deswegen denke ich, wir werden brennen und liefern gegen Lazio. Macht euch keine Sorgen. Ich glaube, das ist halt einfach menschlich, das hat man im Hinterkopf. Die spielen doch auch nicht erst seit einem Jahr Fußball, die meisten. So. Die sehen, wie Leverkusen performt, die wissen auch bei 8 Punkten, ja, der Zug ist abgefahren. So, auf Platz 5 haben wir 11 Punkte Vorsprung, ist alles gut. Ne? Scheiß mal drauf, wir konzentrieren uns auf Dienstag, dass wir da 110% geben können. Wenn das morgen nicht so sein sollte, dann bin ich maßlos enttäuscht. Ja, dann könnt ihr alle sagen, habt ihr recht gehabt. Ich glaube, wir werden morgen eine sehr, zumindestens von der Einstellung und Kämpfen und Laufen und Kratzen und Beißen, werden wir morgen ein richtig gutes Spiel sehen. Ob das Spielerische und so dann auch noch kommt, werden wir sehen. Aber das glaube ich. Das ist mein Take. Jetzt hast du Take gesagt, ne? Da hängst du viel mit mir rum. Ja, Bot, ist ja alles gut. Ich verstehe das ja auch, was du meinst. Wir brauchen ja nicht darüber reden, dass wir wir haben ja nicht umsonst einen Führungskräftemangel in Deutschland. Aber wie gesagt, das ist ja ein Thema, da müssen wir ja ganz weit ausholen. Warum, wieso, weshalb das so ist. Aber das betrifft ja nicht nur die Deutschen, die Chinesen sind nun mal an der Spitze. Punkt. Die Pressemitteilung ist im Nachhinein noch peinlicher. Was meinst du, zum Tuchel aus oder was? Aber welche meinst du? Wir haben ja ein paar. Manfredo. Keine Ahnung, ich habe Doppelpass ewig nicht mehr gesehen. Schon lange her. Ich konnte mir das früher nicht angucken, wo der Strunz da auf einmal saß, Alter. Der Strunz war ein Experte. Das habe ich nicht verkraftet. Aber da war Doppelpass für mich Geschichte.
Und während wir hier nett und gemütlich zusammensitzen und auch positiv nach vorne schauen, sitzen die Bildreporter im dunklen Kämmerlein und schustern an Schlagzeilen für ein mögliches Ausscheiden, um diese dann eine Sekunde nach Abpfiff raushauen zu können. Ja. Ja, sind schon alle parat, die liegen parat. Die liegen parat, ob ein Kimmich spielt, wenn er nicht spielt. Ach, mein Gott. Kennst du Alice Cooper? Das reicht auch, JB. GB meinte die Pressemitteilung von Tuchel wegen Didi. Ja, gut. Das habe ich ja, also das war ja das Lächerliche. Du kannst dich ja nicht als. Jetzt haut er die ganzen Sounds so im Nachhinein rein. Okay, dann mache ich Pause. Das war, glaube ich, so dieses. Ja, weiß ich nicht. War es dieses Banker-Ding oder war es der Uli aus dem stillen Kimmerchen? Ich habe keine Ahnung. Aber auch natürlich komplett wild. Ne? Also. Aber es war ja eigentlich nur auf diese eine Aussage bezogen, dass ein Tuchel nach Barca will. So. Was ja die da gesagt hat. Darauf war das ja eigentlich bezogen. Und das kannst du natürlich nicht raushauen, wenn Tuchel das halt nie wirklich gesagt hat. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. So, dann haben wir hier den Sepp Falkensteiner, der fragt, was hältst du von Marcel Reif? Phrasendrescher oder wirklich kompetent? Da bin ich befangen, da kann ich nichts zu sagen. Warte mal ganz, warte. Gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Wollte ich eigentlich schon als Sound rausgenommen haben, aber das finde ich nicht, oder? Warte mal. Und das beschreibt am besten, was ich von dem halte. Warte ganz kurz, kriech hin. Ja, perfekt. Was den Fußball im Allgemeinen anbelangt. Ja, ich wehre mich also dagegen, wenn ich Kommentare da jetzt vom Michael Palme oder von euren, wie heißt der, Blog, und jetzt habt ihr noch so einen Zauberer, den habe ich einmal gesehen. Wie heißt der? Reif, Marcel Reif. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Und ich wehre mich dagegen. Ja. So, das sage ich zu Marcel Reif. Da kann er noch so viele gute Takes rausholen, was den FC Bayern betrifft. Weiß ich nicht, ich kenne seinen Podcast nicht oder seine komische Sendung, die er da hat, ist mir völlig Wurst. Das ist meine Meinung. Bin ich mit dem Kaiser verbündet. Ah ja, ich weiß, da war der Kaiser noch jung und alles gut, aber das ist meine Meinung. Ist doch schön, dass ich den gefunden habe. Nein, ich hab keine Ahnung, was der Reif mittlerweile. Ich kann den halt einfach nicht. Ich kann den menschlich nicht. Das ist einfach so eine Antipathie. So. Da kann der auch gar nichts für. Ich konnte den damals nicht als Kommentator. Ich kann den nicht. Punkt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Von daher bin ich da beim Kaiser. Als Suche nach dem BVB-Spiel so gegen seine Kritiker feuert, da habe ich noch gesagt, dass es zum Boomerang werden könnte. Tja. Ohne das City-Game wäre Kane nicht zu uns gekommen. Ich glaube, wie jeder Mensch auf der Welt hat er gesehen, dass wir dominant gegen City waren. Nur der Neuner, Levi oder Kane haben gefehlt. Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube halt echt, der Kane ist zu uns gekommen, weil er in seinen letzten 2, 3 guten Jahren Titel gewinnen wollte. So, weil da die Chance wenn du 11-mal in Folge Meister wirst, hat er sich wahrscheinlich gedacht, das ist ein Selbstläufer. Ja. Ich glaube, das war ein Thema. Klopp macht übrigens gerade überragende Arbeit in Liverpool. Erster Platz vor dem übermächtigen Oil Money Club City. Ja, komm, als wenn Liverpool jetzt kein Geld hätte, ne? Also, da muss man immer mal ein bisschen auf dem Boden bleiben. Viele Verletzungen, Klopp integriert die Jugendspieler und macht Spieler besser. Ja gut, aber das ist ja auch nichts Neues.
Chelsea brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre Liverpool irgendwie ein armer Club, der nicht irgendwie da Millionen reingepumpt gekriegt hat, ne? Also. Vielleicht gibt es wieder ein Offenbarungseid. Ach nee, alles wird morgen gut. 3:1 ist auch okay, ja. Muss man sagen, die redet viele sachliche, richtige Sachen, aber Barca ist nur Kneipen. Ich kann da halt nichts zu sagen. Ne? Ich lese halt, wie gesagt, wenn ich auf einem Scheißhaus bin, lese ich mal irgendwelche Artikel oder so, aber ich gucke halt nichts. Also ich weiß nicht, was der Barca alles so von sich gibt. Darf man ja auch nicht alles so ernst nehmen, was da in irgendwelchen Artikeln steht. Deswegen, ich bin da auch der Falsche, um das zu beurteilen. Das wird wieder Real 2.0 morgen. Nee, wieder Real haben wir ja damals maßlos unterschätzt. Ich denke, das werden wir nicht tun. Gut, das hatten wir mit Massereif. Nee, Fußball ist am Ende ein Ergebnissport, ne? Wenn es dann um K.O.-Spiele geht, bringt dir das nichts. Platz 7, Massereif. Nee, der triggert mich ja nicht. Kann den halt einfach nicht ab. Das ist ja ein Unterschied. Wenn der jetzt hier neben mir sitzen würde oder meinte, er müsste mit mir diskutieren, dann würde er mich wahrscheinlich triggern. Aber so ist mir der Mensch einfach egal. Ja, ich weiß, dass der Kaiser und der Reif und so, aber weißt du, das passt halt. Und wenn es das gibt, dann muss ich das auch mal abspielen. Naja, Tore kann schon Champions League mit einem Chelsea, das er auf Platz 10 übernommen hat, Real geschlagen, im Halbfinale City geschlagen, im Finale im nächsten Jahr nach. Ja, aber Chelsea konnte defensiv, oder? Das können wir ja nicht so. Nächsten Jahr nach 1-3 Hinspiel gegen Real Madrid im Rückspiel 0:3 Real Madrid geführt, bis individuelle Klasse von Benzema und Modric auf 2 stellte in der Verlängerung. Ja, wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Das Beste war der weiße Anzug zum Champions League Finale gegen Inter. Ja, Kloppo weiß ich nicht. Wie gesagt, lassen uns mal überraschen, wer das wird, oder? Aber ja, GB, damit hast du natürlich schon recht mit dem Move. Aber was wäre da mit deinem Emery? Das kannst ja nicht beide haben. Oder macht der Klopp den Co-Trainer dann? Nee, bisher gab es nur Absagen, Niklas. Wenn Sie schon allein 35 Millionen ohne Probleme für Gravenberg ausgeben wollen, dann weiß man schon, wie viel Kohle die haben. Ja, also, das kann man ja nachgucken, da müssen wir nicht überreden, wie viel Geld da reingeflossen ist. Morgen wird es ein Spiel geben wie gegen Porto damals. Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich habe ein gutes Gefühl. Hast du früher FIFA gespielt? Ja, na klar. Tja. Ich habe genug Controller zerdeppert, wenn das die Frage ist. Schafft Bochum im Klassenhalt? Ja, na klar. Also die 3, die absteigen oder die Relegation spielen, stehen da schon fest. Was sind es, 8 Punkte oder was? Also. Ich glaube nicht, dass da eine von diesen 3 Mannschaften, die jetzt da unten steht, ob es Darmstadt, Mainz oder Köln ist, dass jetzt eine von diesen Mannschaften irgendeine Serie startet. Das sehe ich nicht. So, und Bochum wird seine Punkte noch zu Hause einfahren. Da muss man sich keine Sorgen machen.
Ich finde ihn völlig in Ordnung, seit Klopp weg aus Dortmund ist, aber ich vergiss nicht, was der über uns gesagt hat. Ah, mein Gott. So ist der Fußball halt. Nee, ich mache jetzt Feierabend, GB. Dann hätte ich auch erst mal meine Kutte rausholen müssen, damit wir hier auch dann auf gleichem Level sind. Ja, das ist auch so. Mein Gott. Überleg mal, was der Watzke und der Uli sich hat, oder damals der Lemke und der Uli und wir brauchen jetzt nicht mit Köln und Daumen noch anfangen und sowas. Alles gut. Mein Gott. Das gehört halt dazu und das ist ja auch das, was dann die Rivalität und das Fan-Dasein ausmacht, oder? Wie wär's denn, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre? Wäre doch auch langweilig für uns. Aber der Kloppo ist halt eine Werbehure, ne? Und der alles Werbung macht mittlerweile, ist ja komplett krank. Ich weiß gar nicht, was der mit dem ganzen Geld macht. Der wird ja nicht nur ein Taschengeld bei Liverpool verdienen, also. Weiß ich auch nicht. Also Reif ist ein moralisierender Besserwisser, der keinen Satz am Stück unverfälscht sprechen kann. Der Kaiser hatte recht. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Marcel Reif sich entwickelt hat von damals. Ich konnte ihn halt als Kommentator, sein dummes Gesülze über den FC Bayern immer da in seiner komischen Art und Weise war halt einfach nicht meins. Also ist ja auch nichts gegen die Person, ich kenne den nicht, aber als Moderator war der für mich eine Farce, Alter. Und das Schlimme ist, umso älter der wurde, umso schlimmer wurde das. Ja. Niklas fragt, wann kann man Tickets für die Südkurve beantragen? Wie, wann man das kann, kannst du jederzeit. Natürlich am besten vor der Saison, ne? Dann kannst du für alle Spiele Tickets bestellen, zumindest wenn du Mitglied bist. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du kein Mitglied bist. Das kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du Mitglied bist, kannst du das machen. Allerdings gibt es da sehr wenige Tickets, weil da die Dauerkarten sind und die ganzen Fankarten, die an irgendwelche komischen Fanclubs rausgehen. Deswegen ist das sehr, sehr schwierig, da Karten zu kriegen, wenn nicht gar, ja, fast unmöglich, würde ich sagen. Was super schade ist. Ja, aber das ist aktuell das Ding. Würdest du gegen Bayern Geld wetten, wenn du safe richtig tippst? Nein. Ich habe mal einmal irgendein Champions League-Spiel war das, wo ich 100% mir sicher war, dass wir gewinnen werden, weil wir mussten gewinnen, um weiterzukommen. Habe ich mal einen Fuffi gesetzt, weil wir eine gute Quote hatten. Das ging natürlich in die Hose. Wir sind ausgeschieden. Seitdem habe ich nie wieder auf den FC Bayern getippt und werde ich auch nie wieder tun. Für Spiel morgen tippe ich 1:2. Lazio mauert und kontert uns gepflegt aus, weil wir offensiv wieder... Ach, ey, ohne Scheiß. Morgen nach dem Spiel, ne, denkt an meine Worte von heute. Ah, der Kloppo ist schon ein sympathischer Mensch. Ist ja schon geworden. Ich konnte früher auch nicht. Ich kann das auch nicht verdrängen, so diese BVB-Geschichten und sowas. Aber wenn man sich den mal so anguckt, wie gesagt, dieses Interview da mit Knossi und sowas, war der schon super sympathisch, ey. Aber seine ganzen Werbespots und so, das fühle ich zum Beispiel auch nicht. Finanzcoach, Alter. Was der nicht alles ist. Was ich nicht alles hätte werden können. Junge. Ich gucke nie Werbung, außer wenn ich Fußball schaue. Und dann sehe ich jedes Mal Klopp seine Fresse. Wild, oder? Wäre jetzt Torup ein geeigneter Trainer für den FC Bayern? Kann ich dir nicht beantworten, die Frage. War FIFA 98 nicht das, wo man sich vor den Torwart gestellt hat und der dann ein Eigentor gemacht hat? Nee, war FIFA 98 nicht das, wo du Richtung Eckfahne gelaufen bist, bis kurz vor der Außenlinie und hast dann Flanke gedrückt und dann ging der Ball immer ins Tor? Oder war das 97? Nein, haben wir damals, wir haben natürlich ohne Ende FIFA gespielt, PlayStation. Wir waren immer 5, 6, 7, 8 Kumpels in der Butze, in der Bude. Und dann haben wir immer gegeneinander gedaddelt. Wir mussten natürlich immer genug Pets haben, weil wir waren natürlich wie im Fußball auch alle heißblütig. Ja, aber klar,
Wir haben auch das letzte, ich weiß gar nicht, irgendein 2000er. Dann ist man ja schon ein bisschen weiter. Dann haben wir natürlich online so eine FIFA-Liga gehabt, wo wir immer gespielt haben, abends dann mit 18 Mann, also 18 Mannschaften, eine Liga und so. Aber auch das wurde auf Dauer zu teuer mit den Pads. Und dann habe ich irgendwie vor 2 oder 3 Jahren habe ich nochmal ein FIFA gekauft und nochmal probiert, aber würde wahrscheinlich den einen oder anderen hier erfreuen. Dann kommen wir nämlich wieder zu diesem Rage-Meter in der Ecke. Da Fußball übertrifft da alles bei mir. Eieiei. Die Feierabend, ja, 10 Minuten, dann ist halb. Ja, so ist das. Aber ich habe gesehen, der neue Manager ist raus. Bin schon überlegen zu kaufen. Mal gucken. Fährst du im Rewe? Okay. Kein Abholservice oder was? Bei uns sollte auch, obwohl, ich glaube, manche haben bis 10 auf. Das war es aber auch bei uns. Ach nee, die Haartransplantation, die war ja dann gesponsert. Da braucht er ja kein Geld für. Ja, Florian, das ist auch gut. Wie gesagt, ich kann zum Marcel nichts sagen. Ich habe auch kein Interesse, mir das anzuhören, was er so erzählt. Ich habe zu wenig Zeit in meinem Leben, das ist mein Problem. Das muss ich dann nicht mit irgendwelchen komischen Kaspern verbringen, die ich nicht 100% mag. Ja, aber das muss ja kein schlechter Charakter sein, wenn man unsinnig und durchgeknallt ist. 4:1, sagst du, ja. Wir brauchen den Glaube, Leute. Wir müssen den Glauben ausstrahlen. FIFA 98 mit Halle. Du musst auch keine Lazio-Spiele. Man muss ja jetzt auch Lazio nicht überbewerten oder als Maßstab nehmen, Alter. Wir müssen einfach unsere normale Form mal abrufen. Und Harry Kane und Musiala muss eine extra Form haben, dass wir durch Einzelaktionen 3 Tore machen, dann ist doch alles gut. Heute wird renoviert mit Zombies? Nee. Gehe gleich noch ein Stündchen in Last Epoch rein, ein paar Viecher wegschnetzeln und dann ist Feierabend für heute. Info, unbestätigte Meldung zufolge soll Kloppo in Summe etwa 50 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Ja, mit den ganzen Werbung, die er macht. Aber sei ihm gegönnt, ne? Ja, Alex, man muss ja auch mit allem rechnen, ne? Aber wir müssen ja einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen jetzt auch mal ausstrahlen und mal an die Mannschaft glauben, ne? Mein Lieblingsfußballspiel war sensibles Soccer. Ja, FIFA war immer eigentlich nicht das Beste, ne? Pro Evolution Soccer zum Beispiel. Also da gab es genug andere, die besser waren, aber es ist halt so, wenn du Marktführer bist du Marktführer, ne? Ach, mach dir mal keine Sorgen. Ja, habe ich ja schon gemacht, Niklas. Via Football habe ich ja Dynamo Dresden zum Aufstieg geführt. Aber Via Football ist ja heute die neue Variante rausgekommen. Ich muss noch warten, wann da ein Patch kommt, aber dann könnte ich mir das glatt vorstellen, da nochmal reinzugehen. Weil das soll noch mehr wie Anstoß sein. Anstoß ist der Manager schlechthin gewesen in meiner Karriere und das ist ja von dem Anstoß-Erfinder. Könnte ich mir vorstellen, ja. Amiga war auch eine wilde Zeit, ja. Wenn Bayern frühes Tor erzielt, kommen sie weiter, aber steht es lange nur, könnte es eng werden. Ja, ich bin guter Dinge, Leute. Ich sage, in der ersten Viertelstunde machen wir schon eine Bude. Ach, gut. Corhido, da brauchst du kein Follow da lassen. Der Gaming-Kanal ist eh tot.
Nee, kannst du machen. Zagos ist verlinkt auf YouTube. Wenn du auf der YouTube-Startseite bist beim Bayern, musst du noch runterscrollen. Da sind meine anderen Kanäle verlinkt. Und auf Twitch ist das Zagos 13. I don't know. Ist auch nicht so wild. Ist ja schon längst gepostet. Bleib mal Aha. ruhig. Roland, bleib du mal ruhig, ne? Hier in den letzten Minuten jetzt. Auswärtsregel zählt die noch? Nein. Das ist eine normale Form. Hallo, Bot. Ja, ich rede von vom Jahr und so. Was ist der Unterschied zwischen den Spielern von Bayern München und Gildo Horn? Gildo geht ab und hat auch mit über 30 Jahren noch Erfolg. Gildo Horn, Alter. Maschine. In welchem Spiel haben wir denn mal über 90 Minuten Normalform gezeigt? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Dortmund, Stuttgart, Bochum, Darmstadt? Nee. Darmstadt waren wir richtig schlecht. Wo Darmstadt zu 10 war, war Darmstadt noch zu 10 besser wie zu 11. Das Ergebnis hat da echt sehr viel dann zum Ende hin weggetäuscht. Ja, wir hatten ein paar Spiele. Eine Handvoll. Packen wir es morgen, ganz genau. Pavlovic macht morgen seine Bude, wenn er spielt. Neuer hält die 0. Sagt morgen 2:0 mit ein bisschen schwitzen, weil Lazio mauert. Genau. Kennst du noch die Anstoß-Games? Anstoß 3 ist der beste Manager, der jemals entwickelt wurde. Jemals. Habe ich immer noch installiert übrigens. Das nur mal am Rande. Thomas, dann auch dir viel Spaß. Ich denke, du wirst Spaß haben morgen. Es gebietet der Anstand. Ja, vielen lieben Dank dafür. Wann bringst du deinen ersten Energy-Drink raus? Ich frage mal bei Monte nach, ob der nicht einfach ein anderes Label draufdrucken kann. Dann nehme ich den einfach. Gildo hatte uns lieb. Ja. Ich bin guter Dinge morgen. Und wenn es ein 6-5 im Elfmeterschießen wird, ist es egal. Geht schon. Du hast es jetzt so oft gesagt, na, da kann nur in die Hose gehen. Ach, Leute. Macht euch keine Sorgen. Lass es. Ja, Anschluss 4 war ja auch der letzte. Der war aber auch nicht so. Ne? Aber wie gesagt, dieses We Are Football ist halt von dem Anstoßmacher. Musst du dir mal angucken, Chico, wenn du da Interesse dran hast. Dieses Neueste ist heute halt rausgekommen, aber da müssen wir halt erst warten, ob hier dieser FIFA FM komische Seite da ein Patch rausbringt, weil es ja keine Lizenz, ist ja alles irgendwelche wilden Namen. Ja. Aber International Superstar Soccer kenne ich auch noch. Ja, kenne ich auch noch. Kenne auch, wie hieß denn dieses komische? War das auch Amiga? Mit dieser, auch in der Halle? Das war auch geil. Ich komme auf den Namen nicht. Mein Tipp für morgen, 3-0 oder 3-1? Was wolltest du sagen? King Cully schreibt gerade, der Patch ist raus, er spielt's gerade. Geil! Und dann werde ich da wahrscheinlich auch nochmal zuschlagen müssen. Sehr gut, danke für die Info. Sehr gut. Kannst du mal FIFA zocken? Alter, wenn du die Controller stellst, FC Bayern Fan Forever, mache ich das. Ja, true. Ich denke, für eine Saison, Karriere ist nur gegen NPC, oder? Auf Weltklasse natürlich, alles andere wäre eine Schmach, wenn man schon FIFA spielt. Ich denke, so 5, 6 Controller musst du liefern. Dann können wir das machen. FIFA Street, nee, das war nicht meins. Weiter singen. Kein Thema, Leute. Wir machen das einfach so. Ich denke mir ein Lied aus und singe das für euch, wenn wir Champions League-Sieger wären. Dies Jahr. Kimmich konnte nicht mehr als Hugo auftreten, weil er dazu viel Ähnlichkeit mit Gollum hatte. Eieiei.
Mein Schatz. Der nächste Superstars Zocker auf der N64 in der Turnhalle. Alle Karten ausschnitt. Chili auf keine Furzpfeifen und ab geht's. Ja, sehr gut. Fühl ich. Ja, fühl ich. Obwohl Anstoß 1 war auch schon geil, ne? Aber Anstoß 3 war einfach der beste Manager, der jemals entwickelt wurde. Aber vielleicht kommt der neue Via Football ja ran. Ich bin gespannt, ey. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ja, muss ich mal gucken. Ich poste das dann vielleicht auf dem YouTube-Kanal. So, aber ob ich das auf dem Red Munich dann streame, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Weiß nicht, ob das so ankommt irgendwie. Muss ich mir mal Gedanken machen. Wieso kommen wir zum Schluss immer auf das Thema FIFA und Anstoß? Ja, weil wir alle Fußball verrückt sind. VR Football heißt das. Guck mal, der Peter Löhnemann, der gratuliert dir nochmal zu den 5000 Abonnenten. Ja, dank euch. Dank euch alle, die heute hier sind. Vielen lieben Dank. Ich habe zu danken. Wäre, da sind wir wieder. Jetzt gibt es keine aus Gummi, dann kommen die wieder zurück. Das wäre noch schmerzhafter dann. Kann ich ja nicht mehr auf Arbeit gehen. Die denken, ich wäre verkloppt worden, wenn die jedes Mal zurückkommen und mir ins Gesicht schlagen. Ah. Nein. Da würde ich schon was Kreatives selber dichten. FC Bayern-Fan. Mach dir keine Sorgen. Geh ich hin. So, jetzt noch ein bisschen Kimmich-Bashing. Oh, wir sind schon 1 Minute drüber, da muss ich beeilen, GB. Ja, die Haare rot färben ist ja jetzt nicht so schlimm, oder Simon? Abschneiden wäre schlimmer, oder? Was mit Olli? Kommt der mal wieder? Nee, aktuell, solange hier so los ist wie jetzt, ist das nicht geplant. Wie gesagt, wir werden mal so einen Talk machen, denke ich. Aber da habe ich im Moment, ist halt auch wild die Zeit. Aber das wird mit Sicherheit noch kommen, ja. Aber aktuell fühle ich das so, wie es gerade ist, so von der, wenn hier natürlich irgendwann mal tote Hose ist, kann man darüber nachdenken, ja. Aber aktuell fühle ich es so, wie es gerade ist. Könntest du dir vorstellen, eine Hobby-Freizeitmannschaft mit deinen YouTube-Abonnenten als Trainer, Coach zu leiten? Könntest du dir vorstellen? Du meinst aus den Abonnenten die Spieler, oder was? Aber da müssten die ja erstmal alle in einer Ecke wohnen. Das ist schon schwierig. Ja, guck mal, dann hast du einen GB, weißt du, der sagt zu, ich bin dabei und wer kommt dann wieder nicht GB? Ja, der GB ist dann so der Sané. Ja, Trainer, ich laufe die Linie hoch und runter, gar kein Problem. Stell mich auf. Da muss ich den nach 2 Minuten schon wieder auswechseln. Ist ja wild. Ja, also, ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie masochistisch veranlagt seid und gerne gequält werden wollt, kann ich den Trainer machen, ist kein Problem. Anstoß Action, ja, war aber nicht so geil, oder? War das da nicht sogar, wo das dann kombiniert wurde mit dem Manager zusammen? GBs Fuß ist doch kaputt. Der ist doch vor einem Dreivierteljahr doch da irgendwie auf die Spielzeugpistole getreten. Ach, stimmt, das Herz, ja. Deswegen. Die Bänder machen noch nicht mit, ne? Stimmt, so war das. Sepp Falkensteiner, wenn wir irgendwann 100.000 Abonnenten haben, machen wir ein Fan-Treffen. Hast du ein Bayern-Tattoo? Ja, klar habe ich ein Bayern-Tattoo. Bis dahin bin ich schon unter der Erde. Sieht man schlecht, oder? Er ist natürlich jetzt auf dem Kopf, muss er umdrehen. Also quasi das Emblem mit dem Stadtmännchen von München drüber und ein bisschen Flammen. Ja, guck mal, ist auch ein perfektes Schlussbild. Chico, ich mache jetzt auch Feierabend. Ken wird morgen 2 Tore schießen. 3. Ja, Manfredo. Leute, so, ich hoffe, wir haben am Freitag einen schönen Stream. Ne?
indem ich mich hier hinsetzen kann und sagen kann, Leute, habe ich euch doch gesagt. Und nicht, dass ich hier sitzen muss wie ein nasser Hund. Das wäre schlecht. Also, hoffen wir alle auf ein gutes Spiel morgen. Thomas, ich habe leider die Alerts aus. Weil da sind irgendwie noch 3500 Follows, die nachtickern. Ich danke dir auf jeden Fall nochmal für deine 5 verschenkten Subs an Bavarian Red, Itom, Stoneman, Tiger Chris und Philipp Jens. Vielen lieben Dank dafür, Leute. Und wir sehen uns Freitag. Hoffentlich mit guter Laune. Ciao, ciao. Tschüssi, vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Hat super viel Spaß gemacht. Und natürlich nochmal vielen lieben Dank für die verschenkten Subs hier an Thomas. Und natürlich auch die Spenden, die reinkamen. Vielen lieben Dank, Leute. Wo ist mein Fenster?